So dermaßen genau um Punkt 20 Uhr habe ich schon lange nicht mehr auf Start gedrückt. So schaut's aus. Timmy Boy, du warst 2 Sekunden zu früh, ich hab's genau gesehen. Servus, bin Ada, grüß dich wieder daheim, grüß dich wieder daheim, Timmy Boy, Puppenmann, merci dir. So, jetzt warten wir aber erstmal, bis ich mich selber her anschaue. Alles, YouTube ist auch auf der Höhe. Ich bin auch wieder auf der Höhe. Jetzt machen wir erstmal den da. Habe! Events, Birger, Montag, 20 Uhr, neuer Elden Ring DLC. All in, Bitch. Phase 2. Bin wieder am Leben. An alle, die sich vielleicht gefragt haben, so mit Freitag, Stream, 20 Uhr, wo? Wo? Wieso? Ich hab von Donnerstag 5 Uhr in der Früh bis am Samstag Mittag 7 Kilo verloren. Erst habe ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt. Dann war das so am Freitag auf die Nacht vorbei. Dann, Zitat Cartman, Pisse aus meinem Arschloch. Okay? So, bin wieder am Leben. Hab zwar immer noch ein leichtes Feuchtigkeitsdefizit in mir. Wie der Weedy. Was es ist und hab da mal kurz mal einen Kotze-Durchfallmann gemacht. Hilft eh nicht. Seit 15 Jahren war ich nicht krank. Stimmt nicht ganz. Ich hab Corona gehabt. Das war einen Tag auch schlimm. Also, gebe ich zu, war einen Tag schlimm, aber dann war es auch wieder vorbei. Ansonsten kann ich mich nicht mehr erinnern, wann ich krank war. Ich hab vergessen, wie sich Kotzen ohne Rausch anfühlt. Ich muss sterben. Ich hab dermaßen einen Körper gehabt, Alter, dass ich mir gedacht hab, möchtest du mich verarschen, Alter? Möchtest du mich verarschen? Und das an einem Tag, wo ich mir auch endlich einmal seit Monaten mal wieder auf den Speck frei. Ich flipp aus! Scheiße geschissene hickkotzte Dreckshuren! Und Stream ist entmonetarisiert. So, jetzt halt. Foxler, Kuss auf die Nuss, merci dir. Trivia, Night Train ist keine Koop-Erweiterung und kein DLC, sondern ein Standalone-Multiplayer-Titel. Klugscheiß-Mod. Schnauze! Das ist kein Trivia, das ist ein Klugscheiß-Mod. Merci dir. Timmy Boy, nein, du warst 2 Sekunden zu spät, was diese Drecks mit diese XP, da kommen wir gleich dazu. Ja, weiß nicht, ob es schon jemandem aufgefallen ist, aber da haben wir jetzt leider vor mir so lila Icons dort. Nein, bei mir da, das habe ich natürlich noch nicht außer CSS. Das Ding, was nagelneu ist, das glaube ich, über das Wochenende gegeben, habe ich auch eine Mail gekriegt. Wendt, merci für 52 Monate, zur Big Man von Kotzhausen, wie ist dir Wohlbefinden? Heute wieder tipptopp, oder? Ja, ich hab so ein bisschen, kennst du das dehydrierte Gefäß? So, ich hab das erste Mal, ich hab 7 Kilo weniger gewogen. Auf 3 Tage, oder? Ich hab nichts gegessen, außer ein Scheinbrot. Gestern hat mir dann die Bürgerin was vom Mexikaner mitgenommen, ich hab gefressen wie ein Schwein. Alter. Das hat seit langem hat nichts mehr so gut geschmeckt wie das. So, das ist. Wenn du merci, Püt, merci für 29 Monate, Basti, merci für den Resub und 13 Monate, Mario, merci für den Zügel 50, habe Durchfall, Mann, Hurerei im Vorhof, Hanuta, merci für 27 Monate und deine Registrierung bei NX übrigens, danke schön, falls du die gleiche Hanuta bist, ich gehe davon aus. Gibt's ein XP für einen Resub? Test, ist halt lauter Sachen, die weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht. Es geht nur, glaube ich, um die Chat-Aktivität. Kommen wir gleich dazu. Lord Lawrence! Was ich jetzt von dir möchte, Lord Lawrence? Ich möchte jetzt, dass Lawrence einer mit 2 R schreibst. Los, merci für deine 6 Euro, habe die Ehre zurück. Luki, merci für 75 Monate, du gottverdammter Abo-Mann. Was ist jetzt ein Pampers-Abo? Brauch ich nicht, ich hab einfach hier an die Windung geschissen. Ich will nicht, ich muss schon zusammen. Das darfst du nicht hören, sonst putze ich das restliche Jahr alles so. Ich bin bei mir ist wieder 9 Euro. Und jetzt sind es wieder 10 Kilo mehr. Nein, das ist nicht. Aber ich habe seit langer Zeit auf der Waage einen 8er vorne drauf gesehen. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen, Alter. Florian, merci dir! Let's Play Lemminge, du bist zur Magen-Darm-Grippe vom Traumgewicht. Du bist nur ein Magen-Darm-Grippe vom Traumgewicht entfernt. Ja, da habe ich ja ziemlich schnell festgestellt, so, jetzt weiß ich, warum die Weiber alle Bulimie so geil finden. Ja, einfach geht's nicht. Steckst am Finger hinten und kotzt deine Fetten einfach in die Schüssel ein. So geil, das hat ich auch. Aber ich tu's halt nicht. Das ist halt dumm. Tu aber merci dir. Camouflage, merci dir. Absolutes Pro-Gaming heute. Ich weiß ich noch nicht. Ich hab nicht vorgespielt, ich hab weder Zeit gehabt. Anfängerfreundlichste Klasse in Elden Rings für Souls-like-Anfänger. Nochmal was. Hey Chef, welches ist die anfängerfreundlichste Klasse in Elden Rings für Souls-like-Anfänger? Lecker Bayer, du fragst mich so an.
Ich schätze ganz normale Schildschwert-Kombi. Hashtag Kotztasti, Hashtag Leertaste, Hashtag Kotztasti, Hashtag Leertaste, Kotztasti. Hashtag Mein Wecker, halt dein Maul! Merci dir! Schluss jetzt, Kruzifix nochmal. Herr Bayer, ich darf ganz normal Stani-Klasse anfangen, einigermaßen Rüstung, Schädel und Schwert. Und einfach mal rein. Kein Magier, du hast nichts zum Deffen, kein Schüttel und nix, kein riesenlanges, irgendwas Schwert. Einfach mal Stani. Und dann kannst du einmal umeinander probieren. Das ist das Schöne an Elden Ring, du musst dich da nicht festlegen, du kannst da ständig dein Equipment ändern und speist du da mal mit einem größeren Schwerterl und so weiter und so fort und einfach mal reinkommen. Das war so meine Empfehlung, glaube ich. Flo, merci für 62 Monate. Einfach schöne Grüße zurück. Mein Mike, merci Herr Bayer, merci Jackson, merci für 13 Monate Camouflage, merci für 333. Sandra! Hobby! Merci für 62 Monate. Ich dachte, geschubst. Der Onkel Frankl, hey, Tante Anni auf einen schönen Stream und Bürger, schön, dass du ausgeschissen hast, super heil und Fastenscheißen. Ich sag's als Detoxing. Ich sag's als perfektes Detoxing, ich fühle mich besser denn je. Ja, noch nicht ganz. Ich glaube, was heißt noch nicht ganz? Mir geht's tipptopp. Aber man merkt einfach, wenn da so eine gute 1,5 Liter Wasser im Körper abgängen. Und die mag ich mir jetzt auch nicht mit Gewalt einsaufen, weil sonst entweder Speib ist oder ich gehe alle 5 Sekunden zum Pissen, das hilft dann auch nichts. Und der Doktor meines Vertrauens hat immer gesagt, ganz wichtig, so viel trinken. Jetzt kommt die Erde her! Mit einem Zwickel! Sprenge, das Spendierhosen oder was? Normal ist das immer Euro. Ich muss jetzt leider mal experimentieren, hilft nicht. Ihr seid gerade am Ausfinden, was die neue XP-Scheiße da im Chat soll. Der YouTube hat übers Wochenende irgendwas eingeführt. 2 Euro ist gleich 0 XP. Ich weiß ja gar nicht, wie das überhaupt einstellen kann, dass Donations XP geben. Da kann man ja viel aggressivere Dinge in Stream einbauen, wie was weiß ich, ein Donation Goal und was weiß ich, was ist für ein Scheiß, was ich schon seit 8 Jahren nicht tue, weil es mir einfach wurscht ist. So. Ihr seht's ja. Mein Kruzifix. Alex! Na, bitte, na. Trink dabei was. Auto, Oberleitungsbus, Mööb, Feuerwehrauto, Sattelzug, elektrischer Rollstuhl, Motorroller, Mööb, Motorroller, Taxi, Mööb, Rennauto, Kleinbus, Traktor, Wohnmobil, Mööb, Polizeiwagen, Pickup-Bus, Krankenwagen, Lieferwagen. Mööb! Halt doch dein Maul, du Trottel! Oh Gott, der hat so behindert, das ist unfair. Er hat so. Ah, die sehen geil aus, und da ist ja mit der 2 Liter, oder was ist da drin? Was ist da drin? 1,5 Liter Wasserflaschen, die begleitet mich seit 2 Tagen. Alex, merci. Schöne Grüße nach Österreich. So, und jetzt halt einmal. Mr. Jesus, merci für 14 Monate. So, servus auf einen guten Stream. Ich hoffe. Klamizi, merci für 26 Monate. Ich wünsche einen wundervollen Abend alle zusammen. Right in the Mama. Merci dir. Mein Maker nochmal. Das ist ein Test, ein Erinnerungsmaker-Test. Probiert jetzt so lange Donations aus, ab bis es XP gibt, oder was? Ja, dazu sagen wir jetzt nochmal was kurz. Ich hoffe, ich darf endlich. So, seht ihr das? Dort Steffi hat zum Beispiel jetzt da so ein kleines lilanes Icon noch. Mach nicht deinen eigenen Witz kaputt. Kotzendes Gesicht, kotzendes Gesicht, wirkendes Gesicht, Mööb, wirkendes Gesicht, kotzendes Gesicht, kotzendes Gesicht, wirkendes Gesicht, Mööb, wirkendes Gesicht, kotzendes Gesicht, kotzendes Gesicht, Mööb. Halt einfach dein Maul! Halt einfach dein Maul! So. Merci dir, Schluss jetzt. Servus, wieder schön, dass du wieder da bist und ich bin seit Samstag 1 Jahr älter. Also die Hinweise werden direkter als Gute nachträglich. 30! Ja, jetzt geht's bergab. Hast noch mal lang. So, merci, Schluss jetzt. Anscheinend. Eckersepp, merci! Anscheinend kriegt man für Chat-Aktivität jetzt XP. Und Steffi ist Platz 1, ich sag das auch, ich hab da so einen Community-Button. Steffi ist Erster mit 175 XP, der Sprengi ist Zweiter und der Sidewinder ist Dritter. Eigentlich teilen sie, der Sidewinder und der Jodelmax teilen sie so den dritten Platz mit 150 XP. Wann es XP gibt und wie viel, ich hab keine Ahnung. Und das ist ja awesome. Ja, geil! Ja, Mog, was XP? Was XP?
Ich habe keine Ahnung, was XP gibt. YouTube hat das einfach eingeführt und gesagt, da. Da hab ich gesagt, ja, okay. Ist mir scheißegal. Timmy Boy, nein. Test. Ach, fickt euch, ich starte einfach das Spiel. Das ist sowieso easy. Das ist nicht zum Helfen. Spiele mit Steam-Eingabe Unterstützung. Na? Hä? Was möchte er denn? Ab. Ah, so. Lissi! Franz! Merci dir. Lissi, alles Gute nachträglich. Wegen mir? XPU, Smiley mit herausgestreckter Zunge. Das verstehe ich nicht. Nö, das verstehe ich nicht. Ihr sollt nicht den scheiß behinderten YouTube-Superchat hernehmen, wenn irgendjemand was rumdonaten möchte, nehmt den Link in der Beschreibung. YouTube zwickt sie da nämlich einen Teil, einen nicht unbedenklichen Teil. Und ich bin mir nicht sicher, ob ihr das wollt. Ja, ich kann mir jetzt vorstellen, ich meine, ich donate mir selber relativ selten von hinten. Merci dir. Ja? Da denke ich mir so, hey, das mach ich finde gut, was du machst, ich finde die lustig oder was auch immer. Gut in Computerspiele kann es nicht sein. Da kriegst du einen Fünfer, da kriegst du einen Euro, kriegst du irgendwie, ist ja wurscht. Dann möchte ich ja, dass du das kriegst und nicht YouTube. Die werden nicht vom Hocker fallen, wenn man ja einen Euro nicht gibt. Außerdem kastrieren sie meinen Kanal sowieso jede Woche noch krasser, wie sie es schon werden. Weil ich keine Videos mehr aufladen, diese Arschlöcher, diese Kreisligen. Ah, Ruhe jetzt! Andal, merci dir, los! XP so. Von hinten, merci dir, Kuss auf die Nuss, Philipp der Vlogger, merci. So, Alert Sounds aus. Gut, fix nochmal, ich flippe aus mit einem. Wir spielen jetzt Elden Ring! Schwing dein Ding nach Elden Ring, Alter! Ruhe jetzt! Zirngibi, merci. Zirngibi hat es noch nicht gewusst, dass Resubs nicht vorgelesen werden. Deswegen auch noch drin, weil dann darf man uns eine Dreiviertelstunde lang bloß mit Resubs aufhalten. Leute, Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Schnauze jetzt, wir spielen jetzt. Here we are. Was machen wir jetzt erst mit denen? System, Audio, nur mit Musik auf 3 aber. Musik ist zwar gut, aber die ist schon wieder so dermaßen laut, dass ich den Vogel kriege. Philipp, mir ist wieder 1,50 Euro geht. 12 nachts Zerpimmelung. Wir fahren schon! Ich weiß nicht, ob das wem guten die Zerpimmelung. Mir oder den Viecher im Spiel. Also jetzt pass auf. Da steht jetzt natürlich weiter, weil ich vorher schon mal das Spiel gestartet habe und einfach mal auf neues Spiel gedrückt habe und geschaut habe, was passiert. Wir haben da einfach irgendwo reingeworfen und dann werden wir Chance finden. So, wir fangen jetzt da einfach mal an. Phase 1. Wir spielen mal Elden Ring Night Rain. Das ist laut Fox, damit der seinen Blutdruck unten halten kann. Ist kein DLC, sondern es ist wirklich ein Standalone-Spiel, ein Ableger von Elden Ring und zwar ein, ich darf schon Koop nennen. Du kannst es allein spielen auch, aber du kannst es auch zu dritt spielen. Und nur da, auf das ist es wahrscheinlich auch ausgelegt. Ich habe mir nichts davon angeschaut. Ich kenne natürlich grob, was zum Tor ist. Im Prinzip ist es sowas wie ein Battle Royale, wo ein Kreis zugeht und du die da durchprügeln musst bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und wenn du stirbst, ist halt alles weg. Ich habe jetzt da mal meinen Namen eingegeben und jetzt starten wir einfach mal und schauen wir, was passiert. Schneuerl aus! Scheißen und Speien zusammen ist nicht gut, das ist richtig. Hat keinen Spaß gemacht. So, jetzt Ruhe mit der Rumdonaterei. Wir schauen uns jetzt erstmal das an. Wir lieben den Artstyle von Elden Ring. Ich gehe mir schwerstens davon aus, dass das Level gehalten wird. Der DLC letztes Jahr war brachialst gut. Und ich hoffe, dass mich From Software nicht enttäuscht. Weil am Anfang waren die... So eine Glasflasche. Ich muss auch dazu sagen, seit dem letzten DLC habe ich nicht mehr gespielt, also seit einem guten Jahr. Das wird sicher lustig. Okay, wir laufen mal. Sagen wir das mir? Ich weiß, wie wir mir am Anfang ausschauen. Ich glaube, das kann da schon gewesen sein, weil ich ja heute schon einmal kurz gesehen habe, bloß zum Schauen, ob es funktioniert. Aber es scheint mir so. Ist das der Ring, über den sie alle beschweren? Man hätte ja auch vorher einfach alle lesen können. Und ohne, dass man vorher dann feststellt, so, da ist ein Ring, der kleiner wird. Ohne jetzt da mit dem Finger auf ein paar gewisse Leute zu sagen, die sich über die Spielmechanik beschweren. Schauen wir mal, was passiert. Einfach draufhauen, wird schon passen. Da hat Wifi nicht recht. Herzhaft Wifi, die hat Ahnung. Sprengi müssen wir jetzt eigentlich noch mehr Blödsinn von dir ertragen, weil es jetzt XP fürs Scheiße labern gibt. Geil. Wie fügt sich das Ganze jetzt in die Lore des Hauptspiels ein? Ja, die Lore des Hauptspiels. Geht um irgendwelche alten Ringe, keine Ahnung. So, ja genau, also das habe ich schon gesehen, bin nur mit dem Kreis gelaufen und dann habe ich gedacht, okay, wird schon passen. So, was ist da was? 1, Flasche nutzen. Was hilft mir 1 Flasche? Was? 1 Flasche nutzen.
Doch eigentlich da. Ja, genau. Das möchte ich auch hoffen. So, was haben wir da? Ja, ihr seht meine Waffen nicht, das ist ein bisschen dumm. Wenn das später notwendig wird, dann gehe ich einfach auf die andere Seite nochmal. Mal weg, da können wir es so machen. Wie hat man gleich wieder das Ding in 2 Händen nehmen können? Wie ist denn das gleich wieder gegangen? Was? Weiß ich nicht. Du, ein Schädel her, leg mir am Arsch, geh mal. Man kann doch das Spiel, das jetzt allein, oder wo haben wir da? Oh, da haben die Besen! Ah! Kannst aber gar nichts. So, kann ich parieren, das habe ich im Elden Ring nie gemacht. Oh, da kann ich nicht! Das war wieder mehr Dusel als verstanden, aber abstehen kann ich. Schön. Sally schreibt, geh nach rechts. Gebt jetzt mal Ruhe, geht's Backseaten schon los, da haben wir noch nicht mehr angefangen. Die gehen nach rechts. So, was gibt's rechts? Nazis. Was ist da? Haben wir da einen würdigen? Ich mag das schon wieder klar. Was ist das überhaupt für Pimmel? Was sind das überhaupt für Schädel sein? Das ist ja kein Schädel nicht, das ist ja was zum umeinander parieren da. Was tue ich da? Was ist da? Warum ist da was rot? Was? Die Karte benutzen. Jedes Gebiet hat wichtige Orte. Diese werden von Gegnern oder Fallen beschützt, enthalten aber oft Ausrüstung und Runen. Haltet auf der Karte wichtige Orte im Auge, da diese Charaktere oft enorm verstärken können. So, schon mal, gib mal Karte. Karte. Im Kartenmenü seht ihr die Positionen verbündeter und wichtiger Orte. Platziert Markierungen, um bei der Erkundung zu helfen oder Orte zu teilen. Die detaillierte Ansicht zeigt zusätzliche Infos zu Orten an. Das ist auch neu, dass man da was sagt, quasi. Und anscheinend werden wir können eine Markierung machen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Kartenmenü auf Select. Okay, jetzt warte mal. Markier. Ah ja. Wir können die Markierung wieder wegmachen. Das weiß man nicht. Da haben wir Details. Wir können die scheiß Markierung wieder wegmachen! Ah ja. Okay. Nee! So ist brav. So ist brav. So, wieso habe ich jetzt da noch rechts gemessen? Da haben nur Gräber. Was soll ich hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da hinten, da. Immer, im Zweifelsfall immer dem. Da haben schon wieder basic. Ne? Mit dem scheiß Riesenschwert mag ich auch nicht immer noch einen Pimmel. Oh, sehr gut. Warum? Moment einmal. Ich hab jetzt da gerade zweimal auf. Oder mehr Dusel als Verstand? Da stirb. Ja, es sind irgendwelche Pimmelviecher, die kennen sowieso nichts. So. Was haben wir da? Ah, springen. Bei Sprung zu Kante halten. Oh! Das hat sich ein normaler Elden. Oh! Ah! So nicht, mein Freund, gell? Nein, da der wir mich nicht lassen. Ich möchte mal das Parieren probieren, das habe ich in Elden Ring nie gemacht. Ja, so nicht. Ha! Precision, Bitch! Was tut jetzt er? Ich bin jetzt einmal rundherum gelaufen und... Sag mal... Ja, toll! Toll! Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug. So, stopp. Warum probieren wir mich eigentlich mit Sachen umeinander? Warum bin ich so schnell? Was ist denn mit dem? Der Ausbruchsprint. Ah, darum, wenn ich auf den Stick drauf drücke. So schnell ist man doch in Elden Ring nicht gelaufen. Was ist das? Der läuft da, der kippt fast von über. Okay. Wandsprung. Springt nach einem Sprung zu einer Wand erneut für einen Walljump. Springt dabei mit L in eine bestimmte Richtung. Je nach Höhe der Wand könnte sie auch erklimmen. Während Sprung, Richtung Wand, Sprung. Okay, das macht ganz viel Sinn, aber das werden wir schon herausfinden. Jetzt warte mal. Oh. Das kriegen wir hin. Stark. So. Müssen wir in die Burg ein. Ich hab zwar keine Ahnung, aber das werden wir schon herausfinden. Movement. Ah, also das macht mich noch... Alter, schau mal hin, wie dermaßen schnell das der ist. Kriegst du einen Vogel? Was war das Rote jetzt? Was sind die zwei Symbole da unten? Nein, das Sprinten macht mich fertig, da habe ich kein Control.
Kiste. Speedy, gewöhn dich dran. Ja, wenn wir uns dran gewohnen müssen. Hilft nicht. Wo ist da eine kistige Kiste? Ich sehe keine Kiste. Wo ist da eine Kiste? Ist mir wurscht. Scheiß auf Kiste. Sehen wir mich da eigentlich? Was ist denn das da überhaupt? Ist das ein Tutorial oder keine Ahnung? Waffen haben Talente, also besondere Fertigkeiten. Es gibt viele verschiedene Talente, von mächtigen Angriffen über Paraden, die die Angriffe vom Gegner abfangen können, sogar bis hin zur Verursachung zeitlich begrenzter Effekte. Der Einsatz von Talenten verbraucht FP. Ja gut, das war in Elden Ring auch schon so und das ist beim Schädel das Parieren. Y plus... Y plus Dingescreen. Und dann probieren wir doch einfach mit... Toll! Wow, super Fähigkeit. Mit dem Kackschädelbrei gar nicht anfangen. Oh, ich weiß nicht, was du möchtest, aber das hat schon immer gut funktioniert. Ja. Easy going. Was, oh, da haben wir einen Wütenden. Die haben wir aber auch schon. Jetzt warte mal. Ja. Also, ich probiere jetzt mal das Parieren. Oder auch nicht. Wie Fehler verzeihen diesen das Parierfenster? Ich weiß es nicht. Oh, haben wir schon wieder drin. Haben wir schon wieder drin, das wird schon. Ich brauche bloß ein größeres Schädel. Was haben wir jetzt da? Charaktertalente. Das sind wahrscheinlich die zwei Symbole unten. Charaktertalente sind Fähigkeiten, die für jeden Charakter einzigartig sind. Jeder Charakter führt sein Talent mit einer Spezialaktion aus, die erst nach einer Abklingzeit erneut bereit ist. Das Talent des Wilders ist Klauenschuss. Werft einen Greifhaken, um Gegner herbeizuzerren oder euch schnell heranzuziehen. Also wenn ich irgendwas in meiner Souls-like-Karriere gelernt habe, dass ich in der Regel eigentlich nicht Gegner herziehen möchte, sondern eher wegschirmen. Marvel Maniac, merci für 31 Monate, Kuss auf die Nuss. Herr Wulfric, verflucht seist du Rimworld, schon wieder Stream beinahe vergessen. Das lasse ich durchgehen bei Rimworld, merci dir. Und Stefan, merci für 77 Monate. 6,41 Jahre, das ist absolutäre Scheiße. Gestörte Scheiße, danke dir. Das Talent ist mal klar, wir für den Greifhaken geben Y plus LT. Was ich jetzt schon, dass ich es nie hernehmen werde. Ich weiß ja gar nicht, was bringt man das? Das staggert den Gegner kurz. Ja, aber... Was tue ich mit dem da oben? Ach so. Warte mal, wie... Tolle Geschichte, hilft mir genau gar nichts, weil ich nicht runterziehen kann, oder was? Wo soll ich jetzt hier da? Kann ich mir jetzt vor ihm da oben aufs Maul schießen lassen? Das ist richtig. Ganz tolle Geschichte. Spitzentolle Geschichte, gehen wir wieder oben. Kistige Kiste mit Waffen übersehen. Ja, hilft dir nicht. Wo ist eine kistige Kiste schon hin? Was ist da drin? Rogiers Rapier, Angriff plus 92 und Stoßhagel. Mehrere regelmäßige Schimmerklingen. Aufheben. Seltenheit und Passiveffekte. Verzeihung. Ja, sag mal. Du kannst frei springen, das stimmt. Seltenere Ausrüstung ist hochwertiger. Auf niedrigen Spielerstufen ist die... Stimmt, es gibt ja den scheiß Doppelsprung. Das muss ich mir erstmal gewohnen. Normalerweise weiß ich, da komme ich nicht auf. Seltene Ausrüstung ist hochwertiger. Auf niedrigen Spielstufen ist die Effektivität teils stark verringert. Passiveffekte sind aktiv, wenn Ausrüstung im Besitz ist und sind stapelbar, mit gewissen Ausnahmen. Im Ausrüstungsmenü erfahrt ihr mehr. Im Ausrüstungsmenü könnt ihr eure Ausrüstung prüfen, diese zwischen rechter und linker Hand wechseln oder Ausrüstung zurücklassen. Du schmalt mal das. Was ist ein Stoßhagel? Ach, das ist Fähigkeit. Wie kann ich das Ding ausrüsten? Umschalten. Jetzt habe ich so komische Dinge schon hin. Der Meister verfolgt mich. Oh! Ja, der scheiß Rapier, der war in Dark Souls schon beschissen. So. Lecker, und das Movement muss ich mir erst gewohnen. Das ist ein bisschen sehr ungewohnt, aber das kriegen wir schon. So, und was ich mir auch noch gewohnen muss, probieren wir mal folgendes. Ah ja, funktioniert genauso, wie ich es mir gedacht habe. Da haben wir was gefunden. Anscheinend muss ich da Blitzfett! Potzblitz! Und da haben wir einen Feuertopf. Ja, das aktiviere ich mit oben, aber wie wechselt ihr das durch? Gehen wir schnell auf Zeitenbreit. Geht's dir schon gut, mein Freund, ne? Was ist denn da wieder los?
Das weiß mir auch. Ja, aber die grundsätzliche Fähigkeit ist ja schon mal ganz geil, dass da die Schwerter sich wieder aufladen und dann einfach auf den Gegner zufliegen. Das ist schon ganz witzig. Und dann haben wir Orte der Gnade. Durchqueren von Orte der Gnade stellt LP und FP wieder her, heilt Statusleiden und füllt alle Heiligflaschen auf. Stufenaufstiege sind ebenfalls möglich. Das heißt, das ist wie im Hauptspiel, gebt Runen im Stufenaufstieg-Menü aus. Jede Stufe verbessert diverse Werte, jeder Charakter steigert seine anders. Je höher die Stufe, desto mehr Runen sind erforderlich. Das ist, glaube ich, ganz normal. Stufenaufstieg, kann ich jetzt da irgendwas Bestimmtes auswählen oder kann ich einfach... Nächste Stufen kostet 26.800. Und es gingen einfach Lebenspunkte, FP, Ausdauer, Waffen, Stärke und so weiter. Skaliert halt wahrscheinlich einfach linear, ohne dass ich das selber groß einsteigen kann. Ich muss da auch nicht lange in einem Menü umeinander pimmeln, das finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Oder mir bleibt das Ding an der Mauer hängen. Oh, das bleibt an der Mauer hängen schon hier. Okay. So, da gehen wir jetzt rechts rundum. Einfach weil ich es wissen möchte. Markierungen. Ihr könnt eure eigenen Markierungen oder auch die eurer... Das war jetzt langsam zum Lesen. Oh, was ist da unten? Da verbrennen wir. Da meine ich, das ist der sagenumwobene Ring, was ja manche Leute beschwert haben. Was die Markierung mir sagen soll, ist das meine eigene, die ich vorher gemacht habe, oder? Rettung vor dem Tod! Wenn die LP eines Charakters erschöpft sind, geht er in seinen Nahtodzustand über. In diesem Zustand kann man sich nur bewegen und man lebt nicht mehr lange. Die Nahtodanzeige erscheint, um die letzten Momente eines Spielers anzuzeigen, bevor die Nacht ihn verschlingt. Den Spieler anzugreifen treibt die Nacht zurück, was zu einer Rettung führen kann. Die Anzeige wird mit jeder beinahe Tod länger, schrumpft aber, während der Charakter lebt. Betreten eines Orts der Gnade setzt die Nahtodanzeige zurück. Das muss einfach drauf reinprügeln, oder wie sehen das? Toll, kann man andere eigene Spieler anvisieren, oder das wäre jetzt ein NPC, das ist ja klar. So, oh mein Gott, da stinkt's nach Boss. Da gibt's mir sofort wieder das andere Schwert, weil... Die Dolche Blendo. I have thee now. Tell me. Oh no! Nicht du! Nicht du! I will swat away any. Oh, leck, der kriegt gar kein Damage! Ah! Das ist der Margret! Margret, lass mich in Ruhe! Ah! Ah! Ah, fuck off. Okay, das geht schon wieder gut laut. Ah, geh weg, nicht auf mich! Oh, Alter, das ist Margret auf Crack! Ich kann voll sprinten! Ja, ganz schlecht. Der ist wichtig. So, gehen wir mal ein bisschen weg da. Oh Gott, ich hab keine Tränke mehr. Ah, Schissels. Kann ich das einmal? Ah! Nein, oh, das war wieder ganz schlau. Ja, das lassen wir einen NPC mal. Der regelt das schon. Oh, der regelt es doch nicht. So, was der mal mit? Oh, ist der schnell! Spitzt du! Oh. Ah, leck. Weil ich dein Moveset noch weiß, du Fettsack, du Fotzengrober! Naja, gut. Der Opf ist der Opf. Den hat er sich aber auch verdient. So, was kann ich jetzt da machen? Jetzt hocke ich da. Kann ich mal angraben. Und jetzt? Zum Retzen muss den Mate haben. Ja, das hätte ich gern probiert, aber mit der Rumsprinterei und so wie sie ist auch nicht gegangen. Ja, gut. Aber es war in From Software Spielen war es schon, also der erste Encounter fickt dich. Tod und Wiederbelebung. Nach Tod wird ein Charakter, ich glaube, dass das so der Teil des Tutorials ist wahrscheinlich. Nach Tod wird ein Charakter in der Nähe wiederbelebt und verliert eine Stufe. Seine Runen inklusive denen für eine verlorene Stufe können am Ort des Todes aufgesammelt werden. Stirbt ein Charakter, bevor er dies tut, gehen sie endgültig verloren. Nahe Gegner heben Runen manchmal auf, diese können ihnen abgenommen werden. Du Bitchen!
Okay. Ach du Scheiße. Wo ist jetzt da mein Mate? Hallo Mate? Oh Gott. Oh Gott. Muss ich den jetzt allein verprügeln? Das wird lustig. Ohne am Schädel, das was kann. Naja. Probieren wir es ein paar Mal. Ah, das war nix. Das war auch nix. Das scheiß Zeitverzögert. Ultimativkünste sind mächtige, einzigartige Spezialfähigkeiten der Charaktere. Ultimativkünste sind ausführbar, wenn die Ultimativkunstanzeige voll ist und können das Blatt im Kampf verwenden. Was ist meine Ultimativkunstleiste? Ultimativkünste. Aber der hat nicht mehr volles Leben. Ach so! Die des Wilders ist Ansturmeinsatz. Und dann offensichtlich eine riesengroße Granaten in die Fresse. Ein mächtiger Angriff, der einen Eisenpflock mit großer Explosion trifft. Y und RT. Aha, aha. Geil. Die scheiß Zeitverzögerung von dir, du Hundkind, du Kreisligs. Hallo? Was ist denn mit dem? Wo ist denn die Anzeige für mein Ult? Das ist eh gleich wieder gut. Kannst du komplett vergessen. Kannst du komplett vergessen, Alter. Kann ich irgendwie aufgeben? Und wo ist meine Ulti-Anzeige? Ist das? Nein, das ist es nicht. Ist das League of Legends? Ulti auf R? Nice. Also ich habe gelernt, dass man gut fährt mit Rumrollen. Ja, aber Rumrollen zur richtigen Zeit. Und diese Movesets von der Margaret, die habe ich nicht mehr im Kopf. Das war der erste Boss in Elden Ring. Die habe ich nicht mehr in der Muscle Memory. Und außerdem kommt es mir also ein bisschen vor, als war die ultimativ auf Crack. War gerade unten eingeblendet, die Ulti. Das wird schon noch, bist schon weitergekommen wie ich vorher, gell? Ja, siehst du es? Ich glaube, dass das aber ein Teil des Tutorials ist. Mich würde natürlich aber auch interessieren, was passiert, wenn man umhaut. Der erste Boss hat den noch immer gefickt. Rumrollen gibt es nur im Airfield, richtig. Opa, Messer wieder neu. Ich will bei Messer wieder zu. The Shattering, as it was known, destroyed order itself. Drawing forth in time, an abomination. Ein bisschen aus der Übung ist gut, ich bin sehr aus der Übung, ich habe ja auch nicht mehr gespielt. Thus fell upon us, the night. Also ich glaube, die Geschichte ist, dass die Nacht verfolgt. The Night Lord does not rest. The Night Lord does not rest. Who the fuck is the Night Lord? As it ravages the lands between beyond recognition. But there are those who would fight back. Die Artstyles in Elden Ring und so weiter, der ist halt einfach so The stark. Nightfarers, Auch wenn Grafik selber nicht so brachial gut ist, aber der ganze Artstyle macht es wieder, brought macht es together by unwichtig. happenstance, their commonalities are but few. No shared station, era, or even purpose. Es gibt ja verschiedene Klassen. Yet together, Es they zwingt are bound mich by leider Gottes so ein bisschen mit dieser the Waffenkombi will zum to Spielen, cross the endless night die mir vorgeben and wird. fight on Leise Spiel, vielleicht soll ich die vielleicht ein bisschen weiter till weggehen. every shred of their being is ground away. Weißt du? Und halt leider dran, verstehst Alas, the curtain may be drawing to a close upon this world.
Also ich denke, dass dort Story ist mir da auch nicht wichtig, war mir in Elden Ring auch nicht wichtig. Gameplay ist fucking everything. Das meine ich mit Grafik ist nicht so dermaßen geil. Ich meine, schau dir die Objekte da an und die verwaschenen Texturen und so. Aber das ist einfach nicht schlimm, weil der ganze Artstyle in allem so absurd und so gut gemacht ist, dass das nicht wichtig ist. Sitzen wir jetzt da an dem Roundtable. Sollten wir kennen. Jein, kannst jede Waffe nehmen, die du magst, aber die haben eben Ränge in den Stats. Arkan, Geschick etc. Ja, mir geht's da eher, mit Stats sind mir da gar nicht so wichtig. Mir ist ein Moveset von einer Waffe 100-mal wichtiger, als ob die jetzt 10% mehr Schaden oder weniger Schaden macht. Wenn ich ungern damit spiele, dann mache ich generell weniger Schaden. Der Rapier zum Beispiel, der ist völlig behindert. So be it. Ja, Moment, nein. Was schon wie man. Condemned, I welcome you to the Round Table Hold. Die alte Tafelrundfeste. Kennt ihr doch I irgendwer? am the priestess, the voice of your formless master. You were chosen for your potential to vanquish the Night. The Night Lord is a living cataclysm, bent on laying waste to the very land that anchors us. Unless we bring its end, our world will be undone. And for this, I need your help. Die verhüllte Tafelrundfeste. Achievement gekriegt. Die Tafelrundfeste ist der Ausgangsort aller Expeditionen. Also es ist ja grundlegend so, dass du da nicht eine riesengroße Open World hast, sondern du spielst da rundenweise. Was mich natürlich ganz stark interessiert, was passiert denn, wenn man stirbt, ist wahrscheinlich alles weg und du musst von vorne fangen. Was passiert aber, wenn man so eine Runden gewinnt? Bin ich dann in meinen nächsten Runden stärker? Kriege ich irgendwas dauerhaft, wie irgendwie und so weiter und so fort. Das werden wir außerfinden. Und jetzt schreibt sowieso gleich jemand in den Chat hinein. Reist vom großen Ort der Gnade zum Zwischenland. Wechselt Charaktere, vollführt Reliktriten und bereitet euch auf Expeditionen vor. Im Tafelrundfeste-Menü könnt ihr direkt zu einer gewünschten Einrichtung reisen. Tafelrund-Menü, bla bla. Diese Erklärung kann jederzeit im visuellen Kodex der Tafelrundfeste aufgerufen werden. So, reden der mal nicht. Was haben wir so? Da haben ein paar so People, super heftig People. Gehen wir doch mal. Expeditionen. Wählt im Expeditionsmenü einen Boss als Ziel. Wählt eine Expedition, um automatisch Verbündete mit demselben Ziel zu suchen. Sind 3 Spieler im Team, beginnt die Expedition. Die Tafelrundfeste ist voll zugänglich, während die Expedition vorbereitet wird. Da gibt es einen Tricephalos. Kann man da Mitglieder einladen. So. Unsere Anzahl der Passwortspiele. Kennt ihr mir dann... So. Unser Passwort war schon immer Bier. Das gebe ich jetzt da mal ein. Mehrspieler-Passwort Bier. So können wir nur leider einer, die das da herinnen mitkriegen. Natürlich könnt ihr jetzt da mitspielen. Wer es hat, wer zuerst kommt, mal zuerst. Muss ich Leute einladen oder könnt ihr mich irgendwie finden? Legt ein Gruppenpasswort fest. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Blutflecken und Phantome anderer Spieler seht, die dasselbe Passwort verwenden. Kann man da nicht am Boden hinschreiben? So wie es in Elden Ring auch war und dann kann da jemand joinen und umdreht? Geht das auch? Oder jetzt gehen wir jetzt mal da hinten, weil ich wissen möchte, das sind die einzelnen Charaktere. Sind das die Jaws, die es da so gibt? Vogel mal! Vogel! I will see that our deed is done. Reden, gehen. I am here to serve. I'm here to serve. Okay. Gibt's da sonst noch? Gibt's irgendeinen Topf? Der Vogeldude. Und so weiter. Timmy Boy! Ich mal. Ja. Okay. Schauen wir da mal rundherum. Ja, dann lade ich halt einfach Leute ein. Übungsplatz! Auf dem Übungsplatz könnt ihr das Kämpfen üben. Brauch ich nicht, bin Programmer. Wie wir gerade gesehen haben. Wie machen wir das jetzt? Die ersten 2 Freunde sind Fragen, die ich auf Steam krieg.
Werden eingeladen. Fertig. Ansonsten Foxy und Wölfchen. Ja, der Fox ist schon da. Fox kriegt mal eine Einladung. Warst sowieso schon lange nicht mehr dabei. Wir laden da jetzt leider. Jetzt warte mal. Ne? Das ist das Menü. Expeditionen, Charakterauswahl. Tagebuch, Charakterauswahl. Nein, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ah, okay. Da gibt es einen Wächter. Eisenauge, der Räuber. Der schaut gut aus. Dann haben wir einen Exekutor. Nein, das ist irgendwie so ein Rapierspacken. Oder was hat denn der? Der Katana und ein Rapier. Und eine Magierin. Und wahrscheinlich wird es einfach einmal er. Das ist einmal wurscht. Was haben wir da jetzt? Da haben wir. Ja, schickt's mir mal. Jetzt pass mir auf. Jetzt gehen wir mal in Steam hinein. Haben wir mir da. Das sind alles uralte. Smoking Aces. Habe ich irgendjemanden. Wir machen das jetzt wieder. Das ist schon wieder so behindert. Ich habe so viele Freunde, die sagen, als Wölfchen! Ja, Wölfchen, du warst die Erste, dann bist du dabei. Das ist, habe ich die nicht schon lange als Freunde, so eine Frage? Da haben wir so, jetzt pass auf. Ja, ich habe bei so vielen Leuten auf Ignorieren gedrückt. Das ist ein bisschen ein Problem. Ja. Dann nehmen wir Fox und Wölfchen mit. Warum nicht? Das ist doch vollkommen wurscht. Wir kommen jetzt da. Reliktriten, Kodex, Garten, Küste, Warteraum. Das ist ja bloß das Menü. Ich möchte ja da einer. Relikte, Schlüsselobjekte. Wo ist denn, wieso schaut denn das Menü jetzt anders aus? Ach so. Ach so, am Tisch muss man die Expedition beginnen. Jetzt sind wir benannt. So, Mitglieder einladen. Foxler. Wölfchen. Der war gar nicht lange benannt. Wieder intern ist halt doch. Ich habe eh nichts von einem Community-Zock geschrieben. Das ist eh gut so. Ist gut so. Habt ihr das Mehrspieler-Pass oder das Bier? Elden Ring Noob incoming. Hey, du hast schon mehr Playtime in Night Rain wie ich, Wölfchen. Tu dich mal nicht obi. Das kriegen wir mir schon. Wo sehe ich jetzt, wo du Wahl und Wähler? Ah ja, ich sehe. Fox, du irritierst mich ein bisschen. Warum bist du Wahl? Sehe ich jetzt da Leute mal anlaufen, oder? Wähler hat jetzt ein Hackerl dran. Ich weiß natürlich nicht, wer ist, aber es ist mir ehrlich gesagt wurscht. Der Rüdiger Speckro Counter-Strike 2 sehe ich. Er hatte die Wahl. Häng ja ab. Herr Wolfrick, das kenne ich irgendwo, ja? Nope, die 6. erst im... Achso, die kennen da nicht mit mir da umeinander. Ja gut, dann fangen wir einfach mal eine Expedition an. Teamexpeditionen. Startet eine Teamexpedition, um Anführer der geladenen Spieler zu werden und Ziele festzulegen. Die Expedition beginnt, wenn alle Spieler bereit sind. Hinweis, wenn sich der Spielfortschritt der Spieler unterscheidet, können manche Spieler Inhalte erleben, die sie noch nicht selbst gesehen haben. Ja, das ist mir jetzt nicht wurscht, das sag ich dir, was es ist. Es gibt anscheinend eh bloß einen Boss da so. Tricephalus, ein vielbeiniges Tier, das aus den Schatten erscheint und mit dem Kettenschwert auf seinem Rücken nach Beute jagt. Expedition beginnen. Herr Kaldron, wir sind 20 Monate. Kuss auf die Nuss. Endlich wieder Elden Ring! Ja, ich bin noch nicht so ganz drin. Dauert, aber das ist schon ein bisschen anders. Also ist es nicht. Jetzt werden wir erstmal. Ich weiß ja noch gar nicht einmal, wie es überhaupt funktioniert. Spielersuche abgeschlossen. Müsst ihr jetzt irgendwo. Ah ja, geht schon. Ja, 6er, okay. Also wenigstens funktioniert Lobby schon mal. Ich darf einfach mal bei ihm da bleiben. Ja, kann man mehrfach den gleichen Char nehmen? Es ist ja schön zu sehen, dass es schon einmal 6 Charaktere gibt. Das finde ich ein bisschen wenig, um ehrlich zu sein. Aber es widerspiegelt halt so alle möglichen Klassen. Melee, Range, Magier, fetter Tank, Schurkenmäßig. Ich meine, was möchtest du sonst nur einbauen? Und vielleicht kommt ja auch noch was. Vor allem unterschiedliche Maps und so weiter. Mal schauen, wie sich das Spiel entwickelt. Stream hängt bei mir. Sally, was ist da los? Oh, Vogel! Fegel! Jetzt bin ich gespannt. Blitzer go. Schauen wir mal, was passiert. Der Mike war übrigens derjenige, der sich beschwert hat, dass da ein Kreis zugeht. Weil er dreimal mit KW gerade einer locht. Und wahrscheinlich darauf wartet, dass man aufs Maul kriegt. Aber ich weiß nicht, ob er es gewusst hat. Souls-like-Spiele haben dafür gemacht worden, dass du aufs Maul kriegst. So, muss ich jetzt da selber linken, oder? Ich kann da selber linken. Wo müssen wir... Ach so. Ja gut, das funktioniert offensichtlich wie in einem Battle Royale. Wir springen mal ab, ich habe keine Ahnung. Wo hat's ihr? Oder wird man da automatisch... Ah ja. Da wird man... Ich hab mit das! Das ist Escape! Ich möcht's haben! Nein, das ist Gnade. Die nehme ich mir mit. So. Also einfach Vollgas eine und ja. Kriegen wir schon. Ja, die Kisten! Kriegen wir die Kisten? Haben wir da noch?
Was haben wir da? Schildfett. Ja, nehme ich mit. Besseres Fleisch nehme ich auch mit. Ach so, man kann da alles zusammenhauen und da können Sachen drin sein, oder was? Was haben wir da? Aha. Okay, das ist schon mal nice to know. Die Frage ist, also ich kann jetzt da noch nicht so richtig... Ne, weißt du was? Ihr macht Markierungen. Markierung von Wahl, da gehen wir hin. Wir gehen zur Markierung, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, aber wir werden es Chance finden dann. Bin schon unterwegs. Rennt ihr ruhig vor. Ich halte mir ein bisschen an euch, ihr wisst besser... Was? Was? Jetzt nicht da? Gibt's keinen Fallschaden oder was? Wie, es gibt keinen Fallschaden? Wieso habe ich bloß so blutswenig Leben? Ach stimmt, es gibt ja einen Double Jump. Okay. Ja. Nein, das wollte ich nicht drücken. Der 4000 km/h Ritter, ich seh's schon. Ich merke schon. Ihr seid da schon wieder völlig am Ausrasten. Ich mach Küsten kaputt. Das kann ich. Oh, da ist ein Wütender. Da schluckt es die Huren! Ich mach Kisten dabei auf. Ich bin der Loot-Guy. Haben wir noch irgendjemanden? Was ist mit ihm da? Was ist mit ihm? Wer ist denn hier? Wer ist das? Wo haben wir denn das so komisch? Die sollen weggehen, ich geh der WLAN nach. Die WLAN wird schon wissen, was zum tun ist. Im Zweifelsfall erstmal raus. Was sind das für komische Schattendinger da? Verpiss dich doch! Ich kenn mich so schon nicht aus. Was sind das für rote Feißel, wenn ich da reinspringe, explodieren die? Ja, der scheiß Bogen ist... Mönchsflammenschwert! Das ist nicht mich. Das ist das Gute, hab ich gehört. Das schaut wirklich narrisch aus. Gib mir mal. Wie glaubt man nicht? Wieso kann ich das nicht aufklappen? Ach so. Was hat denn das Ding eigentlich da für ein Problem? Ist das ein Bäser oder ist es ein guter? Weiß ich nicht. Ich geh auf. Geh mir nicht aus. Da hinten haben wir nochmal Bäsi. Ja. Das hat sehr viel Stun-Damage anscheinend. Einfach mal Blutshuren. Oh, der ist wütend. Macht er weiter den Kleinen. Ihr macht das schon, ich komm gleich. Erstmal von hinten angestoßen. Oh, das ist schon so eine Art Miniboss, ja? Komm, was? Boah, leck, was war das? Und dann noch mehr nein! Und der blockt. Nein! Lass ihn in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Wow! Easy. Hat der was Tolles? Was ist das da? Gegner zur Fall gebracht. Untersuchen. Heiliger Hammer. Schwert des Rheinfäule-Ritters. Das nehme ich! Nein, es braucht mindestens Stufe 3. Und Gott, viel weniger Schaden. Weiß ich nicht, was das ist. Nimm so ein paar andere mit. Oder warte mal. Ich glaube, ich nehme das da. Ich kann eh noch eine dritte Waffe mitnehmen. Ja, passt. Ich habe jetzt einfach mal mitgenommen. Ich habe keine Ahnung, was das alles ist. Ihr könnt es da ruhig rausglauben. Ihr braucht es da nicht auf mich schauen. Was ist da noch? Stufenaufstieg. So, ja, natürlich. Zweimal Stufenaufstieg. Jetzt warte mal. Und dann nehmen wir natürlich das. Das ist wieder so eine Rapierscheiße! Piss dich mit deiner Rapierscheiße. So, jetzt pass auf. Fallschaden gibt's keinen. Warten die auch noch alle. Sind alle. Die haben schon wieder da draußen. Merk schon, das muss jetzt schneller gehen. Geht nämlich wahrscheinlich dann der Kreis zu und dann wird's zum Sterben. Ja, aber gut. Ja, aber was passiert? Die kämpfen da unten. Ich komme mal. Ah, die Dinger, nein, wie unangenehm da. Da braucht man aber einen Schlüssel, oder? Hat irgendjemand so einen Schlüssel? Braucht man da so einen Schlüssel? Steinschwertschlüssel. Da Bäse? Ich sehe keinen Bösen. Was ist das da hinten? Da tut was. Da ist irgendeine Bäse. Ach du Scheiße.
Sonst geht's da schon noch gut, ja. Kommen wir den von hinten? Ja. Ja, die scheiß Parierkacke ist so dumm. Hat man gar nicht. Wie ist mir Ulti gegangen? Hat's denn schon? Gibt's jetzt da was Tolles oder was? Untersuchen Rune der Starken. 10.000 Runen erhalten. Zaubereien und Anrufungen. Ich nehm das. Ich weiß nicht, was das kann, aber gut. Y plus LB. Nein, LT glaube ich war es Ulti, oder? Aber ich check immer noch nicht so ganz, wann mein Ulti... Ach, ist das rechte Symbol, ist das mein Ulti? Dreieck plus R2. Ja, das kann ich auch noch. Stufenaufstieg. Ah ja. Ja, also es erschließt sich mir schon so ein bisschen, was der Plan ist. Die Frage ist jetzt, ob ich da wirklich auch nicht stirb. Tatsächlich, es gibt keinen Fallschaden. Okay. Ich hab das Gefühl, die lassen wir einfach stehen. Ich lauf da einfach mit dumm nach jetzt. Schneller. Ah, das ist ungewohnt, dass man so dermaßen flink ist. Dass also ist spätes, mein Schwert gefällt mir auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist denn da? Was zum Fick ist denn das? Mag ich überhaupt wissen, was das ist? Was ist denn da los? Ah! Ah! Schießt du mal den aus ein Drecksloh! Die Hol's ihn schon. Ich habe das Gefühl, we have a problem here. Ulti! Nein, das ist doch nicht Ulti, das ist Ulti. Au! Da ist mir am Kopf abgestiegen. Was ist denn mit dem Fetten? Der muss weg! Da bin ich... Sie verpissen mit deiner Grab-Scheiße, du Huren! Ja. Ha, ist er hier oder? Ja. Kriegt da dann jeder was oder? Giftige Gargoyle-Helibade, giftige große Drachenkralle, mehr Runen aus besiegten Gegnern. Tu mir die Helibaden her. Tu mir die Helibaden her und das gestungene Scheißschwert, das tust du mir weg. Schau mal, was das kann. Nee. Ja, hättest du mal mehr XP genommen, Birger. Nur mal 500. Lass die Schwerter. Im Zweifelsfall immer den Wal und Wähler hinten noch. So, nächste Markierung. Also wir gehen da quasi auf der immer gleichen Map. Ist die immer gleich? Das weiß ich nicht. Ah ja, der Kreis geht zu langsam. Da schaue ich jetzt noch nicht. Das macht der schon. Folgendes. Au. Oh shit, ich bin fast hin. Okay. Magisches Skorpionschild, das nehmen wir. Das ist genau mein wieder. Oh, erhöhte maximale LP. Also du musst schon Entscheidungen treffen, was du da mitnimmst.
Das gefällt mir schon mal gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir gehen noch ein paar Runden noch. Müssen wir noch ein paar mehr Vierer schlagen. Und so wie ich das verstehe, ist, du hast halt nur einen gewissen Zeitraum, um bestimmte Viecher zu killen, um die zum Leveln und stärker zu werden, die richtigen Items zu finden und so weiter und so fort. Jetzt muss ich mir mal schnell was probieren. Mr. Krabs kann mir überhaupt nichts anscheinend, also langsam auf die Leute zugehen. Regenwolken sammeln sich und kündigen die Nacht an. Okay, dann geht der Kreis. Geht jetzt da anscheinend ja langsam zusammen. Sagt man, irgendwo geht der kontinuierlich zusammen oder hat der wie im PUBG oder so einen Timer, wo er dann nochmal kleiner wird, nochmal kleiner wird, nochmal kleiner wird? Oder wie sehe ich das? Geisterquellensprung. Okay. Macht auch Sinn. Schauen wir mal. Und nicht leveln, aber wenn wir ein paar Viecher noch schneller schlagen, dann gleich. Schauen wir mal, ob ich noch ein Level mitnehmen kann. Moment, ich komme gleich, ihr könnt einfach weitergehen. Jawohl, Level up. Kann sein, dass ich was mitnehme. Oh, ich verstehe nicht, was diese komischen Geister da sollen. Jesus Christ, da wie ich das vermisst da. Gut, ja, die Jesus Christ. Lass mal in Jesus Christen. Oh ja. Aha. Ich bin gespannt, was jetzt dann passiert. Sterben wir einfach, wenn der Kreis zusammengeht? Ich meine, da hinten sehe ich schon irgendwas Blaues kommen. Oder wie läuft das? Warum visiert denn er denn da hinten? Wo kommen denn über diese fetten Leute da her, die... Oh, da haben wir noch einen fetten Schildträger. Stechen wir gleich mal so auf, damit er durch ist. Jawohl. Ja, und die kleinen Viecher niemals unterschätzen. Da haben wir noch einen Haufen Zeug. Was haben wir da? Eingelegter Schildkrötenhals. Auf noch. Und meine Leute hinter mir. Also ich weiß nicht, wo wir hin müssen, gell? Wir können uns das, glaube ich, frei... Was ist denn das? What is happening? Jetzt habe ich jetzt einmal so ein halbschariges Schädel. Also die Sprinterei macht mich fertig. Ja, Kim! Jetzt visier halt den Gegner. Sag mal. Einfach drauf. Hauen einfach zusammen. Scheiß auf dein Schädel. Solange wir mir kein Großschild nicht haben, haben wir sowieso genudelt. Dicken noch aufs Maul an. Ja, passt. So, jetzt ist diese, oh, okay, halbmenschliche Königin und, okay. Keine Ahnung, ich habe aber Vollgas auf den kleinen Idioten da drauf prügelt. Wird schon sehr richtig geil haben. Er ist tot. So, jetzt gehen wir hier mal das Ulti. Wie ist das gleich wieder gegangen? Ich glaube so. Hat das was gebracht? Ich weiß es nicht. Oder er ist auf Crack! Ja, das... habe ich mir schon gedacht. Lass mich in Ruhe. Oh shit, da kommt die Kleine. Okay, das Hitziehen ist doch gar nicht so schlecht. Au.
Mir kann es sein, entweder ist mein Controller irgendwie komischer. Futzen! Futzen! Da, die ganz an! Execute! So, das hat doch jetzt das erste Mal so ein bisschen den Anschein gemacht, hey, das könnte Nacht ausgetrieben. Okay? Verbesserte Stoßabwehrkonter, verbessert die einzigartigen Konterangriffe von Stoßwaffen, kritische Treffer regenerieren LP, beschwert beim Gehen eine dunkle Sternwolke, die einen brutalen Sternregen bringt. Ich weiß nicht mehr. Hört sich doch gut an. Was kann das? Schauen wir mal, was das so tut. So, was ist jetzt passiert? Ist das mein Sternring? Skill ist schon auf keinen Fall, der Controller ist schuld. Natürlich. Das Ding ist, ich habe jetzt ein paar Mal schon den Eindruck gehabt, als da zu laggen. Also, dass ich schon lange umeinander drücke, aber es passiert einfach nichts. Wir müssen weiter, habe ich gemeint. Also, der Kreis geht langsam zusammen. Dann wirst du so einen Boss killen müssen, damit die Nacht wieder zurückgeht. Wie oft muss man das machen, bis man beim Night Lord ist? Weiß ich nicht. So kann ich mir zumindest vorstellen, dass es so abläuft. Wir werden sehen. Jetzt muss ich den nicht zweites Mal nachkommen, ohne bevor ich mich da wieder dreiviertel Stunde lang mit irgendeinem Scheiß aufhalte. Was ich ganz lustig finde, ist, dass es keinen Fallschaden nicht gibt. Ich glaube, das war eine wichtige Designentscheidung, weil sonst kommst du da keinen Meter nicht weit. Oh, da haben wir was gefunden. Da haben wir gefunden. Ich weiß nicht, was wir gefunden haben. Egal. Lass uns super heftig People da schlagen. So. Easy. Easy. Was haben wir da? Stab der Schuldigen. Nur mit dem Stab haben wir keinen. Meinten da noch welche? Gibt's da noch was zum tun? Ich nehme den linken. Ah, die Feiertypen haben in Elden Ring ziemlich asozial. Wo macht's denn Sinn hinzugehen? Wo sagt man das überhaupt? Da ist was Komisches und da ist was brutal ausschaut. Ich weiß nicht, sollen wir uns da mal zu so einem brutalen Ding hintüdeln? Schaut auf alle Fälle wütend aus. Mal schnell was probieren, was auch immer das bringt, das weiß ich nicht. Warte, jetzt müssen wir auf der Map schauen, wo wir da sind. Ja gut, dass mein eigenes Symbol so riesengroß ist, dass ich es nicht sehe. Naja gut. Ach du verfickte Scheiße, what? Wir gehen in seinen Bauch hin! Rein ins Bauch hin! Erst einmal nicht geschmiert! Da, die kannst haben! Was bist du? Ja, das Allerbeste ist, wenn man da oben anvisieren muss. Schnell in die Fresse! In die Fresse! Ja, dann müssen wir so drauf haben. Ah, da ist halt der Range Gold wert. Wie der man jetzt da? Ich weiß auch nicht. Ah, man kann seine Füße so visieren. Ich gebe mich an Stecken in die scheiß Riesenbosse in scheiß Souls Games. Fuck you. Ich muss weg. Das war knapp. Hab keinen Lebensdrang mehr. Jetzt eine dreschen. Sehr gut. Aber gut, für das ist man ja auch zu dritt. Ich finde, zu dritt ist schon ein bisschen Chaos. Gell? Ein bisschen Chaos ist das schon. Aber das ist jetzt schon sehr das Fein. Runde starken 20 frisch. Flasche regeneriert langsam LP. Das nehmen wir. Das können wir brauchen. Und dann nehmen wir da noch einen Stufenaufstieg mit. Und jetzt sind wir Stufe 9. So. Wo? Du gehst da einfach diese Dinge ab. Was ist denn das da? Was ist das da hier unten? Ist das gut für uns oder ist das schlecht für uns? Schaut auf alle Fälle wütend aus. Mich würde interessieren, was es ist.
Ach du Scheiße, großer Wolf mit Schwert. Großer Wolf mit Schwert. Großer Wolf mit Schwert. Großer Wolf mit Schwert. Ältester Löwe, den nehmen wir. Du, den nehmen wir. Au. Immer schön umtänzeln. Immer schön umtänzeln. Nicht weg. Okay, vielleicht doch weg. Ich bin der Tank. Ich bin der Tank. Ich versuch's. In die Fresse mit deinem Scheiß! Da drauf! Haben wir ihn schon. Sieht gut. Gargoyle Großschwert! Sternfaust, ich nehm, was haben wir da? Senkt FP verbraucht, das brauchen wir nicht. Gargoyle Großschwert! Her mit dem Schund! Was ich überhaupt nehmen? 143. Macht fast genauso viel Schaden wie unseres. Ah, das ist schön, das ist schön. So, wo müssen wir hin? Schaut aus wie das Drachentänzervieh. Stimmt. So DLC-Boss. Ah, halt, stopp, gibt's da Gnade? War da eine Gnade? Das sieht man so schlecht da. Ich kann nicht leveln. Und die schon. Ich komm schon! I'm on my way. Gibt's da was Tolles oder was? Flaschenauflage. Oh, okay. Nochmal mehrere Estus. Verstehe. Was mich noch interessiert, ist die Map jedes Mal anders? Oder ist es jedes Mal das gleiche? Wenn die Map jetzt mal das gleiche ist... da war ein Höhleneingang. Die Minen waren eigentlich schon immer strong. Ob dann die Viecher immer an derselben Stelle sind und so. Kann ich mir nicht vorstellen. Wir können da nicht jetzt mal die gleiche Map spielen. Du bist der schlafst rein. Was ist das? Was ist das? Ich mag's haben. Das kann anscheinend nichts. Das ist ein Baum. Und der Baum was? Nein. Was ist jetzt passiert? Ah ja. Gnade gegen Gnade. Diese Gargoyle-Schwert hat ein schönes Moveset, das ich gewohnt bin. Was haben wir jetzt da oben drin? Gibt es da irgendwas? Da ist es. Sternlichtsplitter. LFP wieder her. Brauche ich nicht. Brauche ich zumindest nicht. Gehen wir weiter. Die zwei sind so flink. Not sure, hab den ersten Schattenlord noch immer nicht besiegt. Schreibt Liliana Stone. Den werden wir mir wahrscheinlich da heute auch nicht zu Gesicht kriegen. Außer, wir werden natürlich von den Wals gecarried da. Ich bin ins Loch eingefallen. Nicht in das Loch! Nicht in das Loch hinein! Ich finde, es geht alles ein wenig hektisch. War aber irgendwo klar. Wenn man mal ganz ehrlich ist. So. Habt ihr da drin schon wieder alles umgebracht? Da bin ich nicht mehr da, oder was? Ist schon recht. Ist schon recht. Jetzt das war da drin irgendwas Wütendes. Ah ja, der wütende Eimer. Ja, toll. Das hätte ich wissen müssen. Das hätte ich wissen müssen. Oh, was ist das? Das ist nicht gut, oder? Oh, das ist nicht gut. Aussehen. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Ah, verstehst schon. Hab schon verstanden. Wo müssen wir hin? Ja, gehen wir straight zur Markierung. Weiter in die Zone hinein. Weiter in die Zone. Aus ist, Alter. Elden Ring hat ein Kind mit PUBG und Fortnite gekriegt. Ja, aber warum auch nicht? Warum auch nicht? Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, was zur verfickten Hölle. Besseres Fleisch, wärmender Stein. Jetzt machen wir es so. Oh, 10. Jahr. 10. Jahr, oh! Das ist mein Shell. Ja. Oder der Axtmann! Den Stiege ab! Was haben wir da noch? Immer schön rein damit. Ja, natürlich hau ich jetzt daneben. Oh, das sind die scheiß wütenden Drecksritter. Ja, schön abgestoßen, schön gleich nochmal aufziehen und gleich nochmal drauf. Ist schon gut. Pariert euch.
Braucht kein Mensch. Was haben wir da sonst so schöne Sachen? Haben wir da schöne Sachen? Ich weiß es nicht. Da hinten steht noch irgendwas umeinander. Was muss man da jetzt lernen? Das gefällt mir gut. Ulti-Fähigkeit, coole Fähigkeit. Ulkiri brauchen wir nicht. Weil man sie ja nicht mehr mitnehmen kann. Die komischen Viecher da, die irritieren mich noch. Ich weiß nicht, ob die von einem anderen Charakter von euch zwar kommen, aber ich denke schon. Oh. Ah, jetzt wird's asozial. Erst einmal von hinten angesteuert. Das ist schon immer die beste Medizin gegen die Motherfucker. Du brauchst mir gar nicht anfangen mit deinen Dual-Wield-Schwerter, mein Freund. Abgestochen, mit nichts passiert und nochmal hinten neugewucht und nochmal hinten neugewucht. Scheiße, freilich, immer von hinten. Leid immer von hinten. Gegner zur Fall gebracht. Beugiges Ritter-Großschwert, das hat mir gut gefallen, glaube ich, aber ein Baumspeer, den brauche ich auch nicht, maximale FP erhöht. Dann nehmen wir das, auch wenn es mir einen Scheißdreck bringt, aber mein Gott, nein. Gib mir lieber Level Up. Lieber Level Up. So, wo gehen wir hin? Mittlerweile komme ich ja selber ein bisschen rein, weiter einfach nach Norden und ins Zentrum und da alles mitnehmen, was wir finden. Wie kommen wir da aus dem Scheißbunker? Wohin gibt's kein Kind? Was ist richtig? Oh, da sind ein paar Bösewichte. Ja, freilich schießt man da noch schnell rein, du Wichskind. Was ist das? Waffe nehmen. Oh, da ist ein Großbogen schon hin. Großbogen. Großbogen. Wenn ich den jetzt nimm. Ich hab glaube ich in Elden Ring habe ich nicht einmal mit einem scheiß Bogen geschossen. Nein, nicht. Infakt. Wo müssen wir hin? Müssen wir irgendwo auf oder? Wie gehen wir da hin? Ja, werden wir schon hinkommen irgendwie. Werden wir schon hinkommen. Ich bin gerade völlig von meinen Mods carried, meine Damen und Herren, habe ich das Gefühl. Und die Runden dauern auch schon ganz schön lang. Ist das normal oder ist das, weil die anderen schon wissen, was deren oder? Aber gut, im Kreis davon laufen, das finde ich jetzt ehrlich gesagt weniger schlimm. Es zwingt dich halt dazu, dass du da nicht ewig umeinander pimmelst. Was auch in Ordnung ist. Flaschenaufladung, Kinder, Flaschenaufladung! Was an? Zusammendreschen, lindert den drohenden Blutverlust, lindert die Belastung durch Todespest. Die Dinger werden es wahrscheinlich abbringen. Richtung Baum. Gehen wir Richtung Baum. Na gut, dann gehen wir Richtung Baum. Richtung dem Baum. Ist da der Nightlord drin? Nein. Was ist denn das da? FP wiederherstellen. Box und Wölfil müssen Schultern wie Ochsen haben bei dem Carry. Bloß weil ihr wieder keine 5-4 nicht erschlagen habt können. Was genau es war. Ich weiß ganz genau, was es war. Was liegt da? Magst du wissen? Bluten und Bluten, Bestientopf. Du kannst mir am Arsch lecken mit deinem... Normal sage ich ja zu Depf nicht nein, gell? Wen haust denn du da? Also. Oh, die haben asozial. Asozial! Nein, sonst doch nicht. Der hat aber viel... Das Sprinten macht mich noch narrisch. Es macht mich noch völlig narrisch, wie schnell das der Sprint ist. So, gibt es da Fett auf die Fresse unter dem Baum, oder was? Oder wird es da zum Schmusen, oder was der man da? Jemand dort Boss. Also jetzt geht der Kreis dann zusammen, bis zu einer gewissen Größe und dann kommt der Boss, oder wir verstehen das. Da hinten kommt was daher. Ah! Ich kümmere mich mal um die da. Stecht es noch ab.
So, wo ist der große Motherfucker? Bevor der große Motherfucker kommt, mag ich Questus nicht brauchen müssen. Ach du Scheiße, was? 3? Okay. 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 Oh, shit, Motherfucker. Oh. Jetzt wart. Ah, wie der man das? Ich mag mehrere Leute treffen, nicht bloß. Stich die ab, du Penner! In Elden Ring habe ich dich so oft... Au! Au! Okay, okay, okay. Oh, so. Immer schön aus. Ja! Da liegt ja an die Scheißattacke erinnert die mich noch sehr gut. Sehr gut sogar. Ist das von ihm oder ist das von mir? Das ist von mir. Haha, du Vollidiot! Oh, wow. Was tut jetzt hier da? Was sind die da? Ja, fick mir ihn. Oder weg. Ist schon gestorben, ist schon gestorben. Was genau ist denn sein Problem da eigentlich? Ein scheiß Seitenschritt. Da herin habe ich aber ewig. Ja, da habe ich jetzt nicht damit gerennen. Kodia! Fotzt dich schon. Fotzen den Huren! Ich hab gleich wieder Ulti. Ich erwisch ihn nicht. Ah! Allein hast du da ja auch großen Spaß, sind die dann auch zu dritt. Das ist eine gute Frage, ob man, wenn du da solo so umeinander laufst, glaube ich eher nicht. Verstärkt Magie, Feuer, Blitz und Heiligschadenresistenz. Maximale LP erhöht. Ja, gib Resistenz nicht. Gib Resistenz, ja, die arbeiten noch am Duo. Es darf mich auch stark wundern, wenn es keinen Duo-Modus gibt. Das ist einmal noch das nächste. Was ist jetzt das dafür, Bats? Zum Geisterunterschlupfreisen. Kann ich nicht mehr leveln? Gibt's da keine Gnade, oder? Ich nehme jetzt das einfach mal und schauen wir. Also wenn es da Lore auch gegen die 3 Reiter kämpfen muss, dann kannst du da schießen gehen. Das ist ja auch kein... Also das ist ja nicht bloß Schweiß, das ist einfach gnadenlos unfair. Okay, also wir müssen da mehrere Tage lang überleben. Verstehe ich das richtig? Jetzt haben wir da in so einem Unterschlupf. Und jetzt? Ist das eine Boss-Arena oder können wir da spezielle Sachen machen? Haben wir mal ein bisschen Verschnaufpause. Waffe verstärken, mir gefällt meine Waffen eigentlich ganz gut. Was haben wir da? Stufenaufstieg. Ja. Was jetzt hier da? Kaufen. Ah. Heilt, wenn eure LP niedrig sind. Ja gut, jetzt hätte ich meine Runen sparen müssen, gell? Erhöht für einige Zeit deutlich die Resistenz gegen körperlichen Schaden. Verstärkt gewöhnliche Waffen. Ich kaufe mir jetzt mal, weil ich wissen mich. Das Ding hier. Was haben wir da? Erhöht kurz die Ausdauerregeneration, FP wieder her. Und was haben wir da? Waffe verstärken. Kann eigentlich bloß das Großschwert vom Wilder. Gargoyle, Großschwert plus 1. Das dauert 30 mir Schaden geben. Aber ich kann es nicht ausbauen, weil... Ach, weil ich so einen Splitter brauche.
und die Waffen ist schon blau. Die ist grau, die ist blau und damit lila. Ich verstehe, das Schädelbrau meine, kann ich Sachen verkaufen? Also mit diesen Schrott-Items da verkaufen? Nur ja, ganz kurz bitte. Kann ich die wegschmeißen? Wegschmeißen. Wegschmeißen. Das Dome und den Stor hätte ich nicht kaufen brauchen, das war ein Krampf. Aber gut. Gibt's sonst noch was da herin? Irgendwie? Nö. Das haben wir aber beim ersten Mal, also von Tag 1 auf Tag 2 haben wir das nicht gekriegt. Dass wir da herin waren, oder? Oder habe ich das schon wieder vergessen? Ah, okay. Dann passen sich die Gegner an. Also ich gehe schwerstens davon aus, wenn du da solo rumrennst, dass da erstens weniger Gegner unterwegs sind und zweitens die Gegner vielleicht auch weniger Leben haben, weniger Schaden machen und so weiter. Es ist doch zu dritt ein ganz schönes Chaos, muss man sagen. Aber bis jetzt, ich finde die Idee lustig. Sehr sogar. Es ist ein bisschen chaotisch, weil ich nicht so hundertprozentig weiß, was man mir da tun. Wo laufen wir mir gerade hin? Ich laufe einfach bloß blöd dem Marker nach. Aber das schaut mir jetzt so, als wäre es der Eingang zu einem richtig bösen Idioten. Und das ist der Night Boss, oder wie? Dann. Also du musst 3 Tage überleben. Und dann kommt der Night Lord. Was mich jetzt noch interessiert, gibt es da einen Battle Pass? Ich hab noch keinen gesehen. Gibt da keinen Shop. Halt dann nur mit Leuten, die wissen, was deren. Ja, es ist auch klar. Aber so unfassbar schwierig ist jetzt auch nicht zum Wissen, was zum Tor ist. Lauf Points of Interest ab und hau Viecher zusammen und so Zwischenbosse zusammen, um stärker zu werden. Da muss ich doch keine Raketenwissenschaft studiert haben. Ah ja. Ich halte mir meinen Schädel vor. Oh, er ist wütend auf mich. Er ist wütend auf mich. Warum ist er wütend auf mich? Ja, warum ist er wütend auf mich? Er ist sogar scheiße wütend auf mich! Du bist halt als Mili der komplette Depp. Aber der komplette Depp. Aber der komplette Depp, gell? Der wird's auch mit draufhauen. Hab ich ihn erwischt? Ich hab ihn nicht erwischt, oder? Aus der Regen und reinspringen. Du bist als Mili ein kompletter Vollidiot! Ich hab mein Schädel heraus. Oh oh! Okay. 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 Herzen! Ich hab keine Ausdauer, ich hab keine... Wie lustig, dass mein Ziel über an seinem Arschloch blinkt. Das gefällt mir gut. Jetzt gib ihm. Konzentriert sich nicht mehr einer von euch auf mich! Einer, damit Rangers einfach reinballern können, bitte! Was passiert denn da? Ah! Okay, was? In Arschei! Ich hab's in Arschei gegeben. Oh. Ausdauer. Verbraucht's Ausdauer? Oh, der Sprint verbraucht Ausdauer. Der hat nicht so viel Sprint. Wo das Ding gerade perfekt dodgt. Also, tu mal Feuerfett her. Au. Au. Was so. Ui. Chill. Was ist denn da für ein Feierding? Geh mal. WLAN ein!
Die versuchen irgendwie, ich kann nicht auch kein Agro ziehen, weil ich nicht erwischt. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wir kommen. Ist sie wieder am Leben? Kriegen wir schon. Ich hab gerade erblockt. Ja! Okay, wenn sie nicht alle auf mich konzentrieren, das wäre nice. Gib wieder. Hau ich zu! Mein Gott! Scheiße! Ah! Ja, überhaupt keine Scheiße. Also als Melee bist komplett. Ja, okay, wir haben wieder da. Leben rein. Noch mehr nicht zünden. Okay, er baut sie wieder zusammen. Ulti ist auch bald wieder ready. Also als Melee bist du kompletter Vollidiot. Weil nein! Ich muss draufhauen. Ich versuche irgendwie Agro zu ziehen. Okay, ich habe Agro gezogen. Ich gehe nach Hause. Ich verstecke mich mal ein bisschen. Nein, jetzt kommt der Scheiß am Monitor, er spitzt. Ich versuche WLAN zu holen. Oh, fuck. Ja, okay. Ich probiere es einfach. Ja, das dauert ewig. Fuck. Ich habe auch kein Ding mehr. Ich bin verloren. I tried hard. Ich sehe die Leute hinter mir nicht. Ah, ich komm. Ich muss... Oh, shit. Ja, jetzt konzentriert. Jetzt habe ich die aufgeglaubt und ich bin hier. Er hat nicht mehr viel! Er hat bloß noch ein Gladius-Leben! Du schaffst es! Du kannst es schaffen! Ich bin wieder da! Ich hab kein Leben! Ich versuche zu blocken! Ich hab blockt! Was ist mir jetzt denn? Na, die ist so dumm! Da wo haben wir... Ich sehe ja nix! Und, Alter, das war ein dermaßen ein fucking First Try gewesen. Der war so knapp. So knapp war der First Try. Alter, in dem Bosskampf bin ich so nutzlos. Ich bin so nutzlos. Ich renne umeinander wie ein Vollidiot. Wie ein behinderter Schau mich an, ich bin der Vollidiot mit dem Schwert. Was macht der Boss? Okay, warte mal schnell. Ich hab voll das geilste Schwert. Die hau die... Dann der Boss so. Genau. Okay, warte auf mich. Ich komm mit meinem Schwert. Wir warten auf mich. Jetzt warte. Was wieder so? Genau. Warte auf mich, Alter, jetzt einmal! Alt, fett, langsam. Irgendwer muss den Schaden einstecken, damit die anderen austeilen können. Der Fokus ja nicht mal in mich. Der Fokus, das ist ja das, ich kann ja kein Agro nicht ziehen, wenn ich nicht draufhauen kann. Und wenn ich ihm die ganze Zeit bloß behindert nachlaufe, so mit 80 auf der rechten Spur, der Boss mit 320 auf der linken, ja!
Du hast das gut gemacht, gerade für einen Mili. Was? Ich bin einfach behindert nachgelaufen, ich konnte nicht recht vermoren. Schade war das. Das ist ja wieder das Nächste. Mit meinem riesen Behindertenschwert hau ich so zu. Der Vogel kann mit seinem Schild blocken und damit aggro ziehen. Alles klar, Freunde der Sonne. Noch eine Runde. Oh, jetzt bin ich gespannt. Was passiert jetzt so? Das war so knapp. Meine Damen und Herren, Press Triple F für den Foxy und Wölfchen, das war absolutes Pro-Gaming. Aber zumindest kenne ich jetzt mal den Ablauf. Es ist halbe 10. Was? Wieso haben wir mir jetzt da über eine Stunde umeinander gelaufen? Freunde der Sonne, das sagt mir mehr, als ich wissen muss. Ich hab Spaß. Ich weiß zwar nicht genau, was man da tun. Ich glaube, das wird noch besser, wenn man wirklich weiß, was man da tut. Weißt du, was unfassbar wichtig ist, was ich sofort gelernt habe? Diese Schreine für Estus, also für Lebensflascherl aufladen, Anzahl erhöhen. Sau wichtig. Ich habe auch irgendeine Scheiße geskillt. Also keine Ahnung, ich habe irgendwie wild durcheinander geskillt. Jetzt wenn's ihr, glaube ich, auch noch wisst so wirklich, was da so überhaupt abgeht, dann glaube ich, ist das auch ganz cool zum Zuschauen. Und es ist ganz spannend. Weil es ist nicht ganz einfach, auch wenn du da zu dritt umeinander laufst. So. Der haben noch eine Runde, oder wie? Wölfchen, Foxler, wie schaut's aus? Bobby, merci für 74 Monate, Kuss auf den Nuss geleckt. Jetzt habe ich mir auch lange nicht mehr blicken lassen. Viel Spaß dir auf einen schönen Stream. Dampfler, 42, die Antwort auf alles. Und wird taugt der Elden, Fortrock, Nightlife. Seid nicht so gehässig, ich finde es überhaupt nicht schlecht. Bloß weil du keine Dreiviertelstunde Zeit hast, um da zum Exploren. Das ist kein Explore-Spiel. Dampfler! Dampfler und Mike! Ja, ich hab's wieder zurückgegeben. Ja, ich kann's nicht zurückgeben, weil ich einen Key gekauft habe. Wollen's nicht so fein, fuchst euch rein! Wenn ich beim ersten Mal, natürlich wissen die anderen zwei jetzt einigermaßen, was denen ist schon klar, der Endboss so viel Leben noch gehabt hat, der kann's nicht so dermaßen schwer sein. So. Progression. Was passiert, wenn man stirbt? Was kriegt man da? Kriegt man da irgendwas dauerhaft? Keine Ahnung. Ausgefeilte Ruheszene. Exekutor. Charaktertalent erhöht Angriff, aber Angriffe brauchen LP. Kristallwurfpfeile im Besitz zu Beginn der Expedition. Ausgefeilte Brandszene. LP-Regeneration bei erfolgreicher Abwehr. Das hört sich gut an. Arkanenergie plus 1. Muss ich da jetzt was wählen? Oder trübe Spuren verlorener Gnade, mit der in der Tafelrunde gefeilscht wird. Du kannst in der Tafelrunde die Relikte sockeln. Also, muss ich mir da jetzt eins aussuchen oder kriege ich die alle? Prächtige Brandszene. LP-Regeneration durch Großaxtangriffe. Ne? Erhöhte Dauer von Schwachstellen. Ich nehme jetzt einfach mal das da. Sockeln. Nee, bekommst du. Ach so. Ja, ich verstehe. Also das ist jetzt unsere Belohnung. Die schaut mich sehr random zusammengewürfelt aus, was diese Items bringen. Vollführt einen Ritus, um die Macht des Relikts zu rufen. In Riten genutzte Relikte werden nicht verbraucht und können erneut eingesetzt werden. Das Relikt-Ritus-Menü findet sich auch direkt im Tafelrunde-Menü. Erinnerungsfragmente ermöglichen die Vergangenheit neu zu erleben. Wählt teilweise Echos im Tagebuch aus, um sie im Reich der Echos zu erleben. Ja, das müssen wir uns ein bisschen genau schauen dann. Aber das schon halbe 10 ist, Kruzifix. Müssen wir weitermachen, es hilft nicht. Das probieren wir einfach sofort nochmal. Wo kann ich das Ding sockeln? Sehe ich das da irgendwo? Nein, jetzt warte mal, das war da, haben wir irgend sowas gehabt. Nein. Da. Reliktriten. Ah ja. Vollführt über das Reliktriten-Menü einen Reliktritus, um die Macht eines eurer Relikte zu erwecken. Der unterstützende Effekt des Relikts aktiviert sich, sobald ihr zu einer Expedition aufbrecht. Wir sind dauerhaft in eurem Inventar. Relikte müssen in farblich passenden Gefäßen platziert werden. Jeder Charakter hat ein eigenes. Auf dem kleinen Gefäßbasar gibt es weitere Relikte. Erhaltene Relikte können verkauft werden. Ja, genau. Denken wir es schon. Da haben wir jetzt einen roten Platz. Dann nehmen wir jetzt einfach mal LP und mehr erfolgreicher Abwehr. Und Achievement haben wir gekriegt. Relikt eingesetzt. Sternlichtsplitter im Besitz zu Beginn der Expedition. Erhöhte Dauer von Schwachstellen. LP-Gerinnen sind bei Großaxtangriffen. Das muss halt auch passen. Ja, und da kann es so viele Kombinationen wahrscheinlich geben. Erhöhte körperliche Angriffskraft. Ändert Talent der kompatiblen Waffe in giftiger Nebel zu Beginn der Expedition. Ja, einfach mal rein, ist ja scheißegal. In den Blauer können wir nichts einsetzen, weil wir kein blaues Relikt nicht haben. Und diese Relikte gelten dann nur für den Wilder. Ich verstehe. Und dann hat jede Klasse hat seine eigene. Und dann hast du da richtig lang zum Hinspielen, dass du richtig gute Relikte erwischt. Dann haben wir sofort Topf müssen wir counten. Das ist absolut richtig.
Dann müssen wir den Topf noch counten. Dann gehen wir sofort nochmal da rein. Oh, gehen wir sofort nochmal rein! Rein! In das Viech! Blöd, wenn du das jetzt in den sockelst. Warum? Das ist richtig. Ich dachte, das sind Relikte nur für den Wilder. Dabei können die ja mehrere Leute haben. Eisenauge, der Räuber, Einsiedlerin, Exekutor und man kann es verkaufen. Das ist richtig. Wir probieren jetzt mal einen Wächter aus, dann nehmen wir jetzt halt eine Großaxt, hilft mir nicht, Angriffskraft brauchen wir auch nicht. Ich mag das da mit Abwehr und eine Kanne, bringt mir eigentlich auch nichts. Sockelt man das da rein. Da muss man sowieso ein paar Mal spielen, bis wir diese Dinger beieinander haben. So, jetzt hier. Expedition beginnen! Züge du jetzt! Vogel! Wir spielen jetzt einen Vogel, Leute. Selbes Spiel nochmal. So schaut's aus. Das weiß ich auch so ein bisschen, die Symbole auf der Map habe ich noch nicht so ganz kapiert. Aber ansonsten, meine sehr verehrten Damen und Herren, habt ihr heute schon mal auf den Like-Button nicht drauf gesmasht? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das haben wir verdient. Wir haben wirklich weit gekommen. Ja? Sehr weit. Oh, Entschuldigung. Vogel! Ich bin der Vogel jetzt. Überspringen. Wir brauchen den ganzen Scheiß, brauchen wir gar nicht singen da. Das ist mir wurscht. Oh shit. Here we go again. Oh shit. Here we go again. Vogeldude! Schau mal, was der so kann. Bin gespannt, was der für Waffen hat. Ich mag eigentlich keine andere. Ich bin halt wieder ein Mili-Depp. Ist mir aber auch wurscht. Tag 1! Ich kann da ein bisschen umeinander fliegen, aber das ist anscheinend wurscht. Und er hat einen großen Schädel, so wie ich das da sehe. Und so eine Vogelhelibade. Die Helibade ist eigentlich nicht so geil, nicht so meins. Aber das Schädel gefällt mir gut. Was? Jetzt warte mal, jetzt muss ich mal schnell was machen. Das weiß ich nicht, was das ist, aber das werden wir herausfinden. So, was ist da los? Den kannst du haben! Da sicher! Was haben wir da? Ich plündere den Shit. Angestochen, den Huhn. Warte mal. Ja, die kann man gut machen. Und da noch mehr? Da ist noch was Besseres. Naja, so schlecht ist der Stich gar nicht, so ein langsamer. Oh, schau mich an! Mächtiger Vogelmann! Weg mit dir! So, kurz reingelevelt ins Mistviech. Easy going, weiter geht's. Was Best, da ist was Best. Ich nehme den linken. Schreibe dir das an, die Arschstich, du Huren! Ja, Jodelmax, der Einzige, der es verstanden hat. Hashtag Vogelmann, ab in den Chat. Oh, da ist ein Dicker. Das ist ein Dicker, da werde ich jetzt gleich mit auschecken. Ich werde jetzt gleich mal auschecken, was das kann. Das ist der Spott. Ist dies der Spott? Au! Er hat mir eine Schelle gegeben. Ich seh nix. Ich hänge irgendwo umeinander. Da hat noch ein zweiter liegen, was ist mit dem? Da liegt noch ein zweiter, kann ich nicht mehr einen anschauen von. Nein, kann ich nicht. Nicht in die Poperze! So, Level 3, Level 4. Oh, die droppen immer was, gell? Das darf ich natürlich nicht vergessen. Wird eh schon gezeigt. So, jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Hirn. Heilige Glefe der Dunkelkavallerie. Das ist der von eigentlich dasselbe goldenes Trollschwert. Nein, wir nehmen die. Warte mal. Das darf halt eigentlich dasselbe sein. Jetzt warte mal. Achter da, ja, macht mehr Schaden. Dasselbe Waffentyp, ich glaube schon. Okay, Manuel! Ich weiß nicht, was ich will mit das, was du. Ich stehe euch alle ab. Da unten geht noch was, da unten geht noch was. Was kann mein Ulti? Was ich jetzt eigentlich ziemlich schnell aufgeladen habe. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt aufgeklappt habe, aber ist ja wurscht. Gehen wir mal, wo haben wir? Wir müssen definitiv weiter mitten. Gehen wir mal da oben und dann, warte mal, wie markiert man was?
Erst zu grün, dann zu blau. Da hab ich schon verstanden. Und so, weiß jetzt nicht, bis jetzt ist der scheiß Kreis eigentlich noch nicht recht stressig. Bewegt sich der schon? Ne? Schauen wir mal, was mein Ult... Oh, da ist wieder dicker. Ach, ja, anscheinend. Ulti testen. What? Ich fliege einfach in die Luft und... What? What? Okay. Da ist ja das Ulti von dem Wilder-Typ, ist ja voll für den Arsch. Einfach schön brav einstehen. Einfach mal schön reinstechen. Dann brechen. Und dann in die Fresse hauen. Oder der Wächter ist ja voll... Gut, ich muss zwar jetzt mal warten, bis mein Ulti da ist, aber... Das ist schon ganz geil. Legel brauchen wir nicht, was haben wir noch? Senkt FP verbraucht. Das brauche ich nicht. Was ist denn das da? Zelebrantenbeil. Braucht das kein Mensch. Dann nehmen wir das Passive zeigt da die scheiß Waffen, die nicht nehmen, das bringt noch weniger. Aber was ist mit dem Drachen, der da hinten? Kann man mit dem nichts tun? Ah, der Vogel taugt mir. Das ist zwar ein Mili wieder, aber das ist wurscht. Jetzt muss ich da einmal was mitnehmen. Oh, ich hätte wahrscheinlich leveln können. Das darf ich noch nicht vergessen. Dass man nach jedem Encounter da mal reinlevelt. Nee, der ist Deko. Das ist schade. Aber was ich da gerade feststelle, an der Stelle waren wir vorher schon, da waren ja dieselbe Art von Viecher. Es war natürlich echt bitter, wenn sie die Map nicht ändert oder wenn die Viecher immer an der gleichen Pose sind, weil dann gibt es einmal einen, sagen wir mal, einen Meta-Run und ist der Berli. Oh mein Berli, da der wir gleich mit Neid dreschen! Da der wir gleich mit Neid dreschen! Ich weiß nicht, warum der so scheiß wütend ist, aber... Kannst du mal... Ich mach gleich mal Ulti in den Arsch. Oh, oh. Ich hab grad noch blockt. Lol. Okay, zweit Weg darf man natürlich auch nicht sein. Nö. About no. No. Die Tank, ne? Was hat's denn hier? Der hat euch geschmissen, ne? Hab ich doch nicht nur Ausdauer, dass ich den seine Schläge block. Ich stech dir in den Wanst! Jetzt so's. Und noch mehr. Einen fetten Angriff in neu. Ah! Da ist der Kreis. Ist da der Kreis? Oder was ist das für ein komischer blauer Scheiß da? Untersuchen, Grabsense, erhöht Resistenz gegen alle Statusleiden. Ja, den nehmen wir natürlich mit Handkuss. Jetzt 2 Bolt. Was ist das eh? Sind wir immer noch in der Zone oder außerhalb der Zone? Schauen wir es genau bei uns. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich renne jetzt einfach da mehr aus dem Kreis raus, weil sonst sterben wir. Ja, den haben wir jetzt übersehen. Den haben wir jetzt gepflegt übersehen. Und jetzt habe ich ein Problem, weil die anderen Idioten da daherkommen. Ich brauche Gnade. Laufen wir die nach? Nein, sie laufen mir nicht nach. Wo ist denn eine Gnade? Da ist eine Gnade. Ich sehe die Gnade. Ich sehe die Gnade. Nein, ich sehe sie nicht. Hä? Ach so. Bin schon unterwegs. Das war knapp. Weiter ins Zentrum. Weiter ins Zentrum, Kinder. Ich muss leveln. Ja, vielleicht auch mal nicht schon. So. Vergiss mal blau. Du markierst wieder.
In diese Richtung. Kriegen wir schon. Bullgrip incoming. Aber war knapp. Den nehme ich mit. Ja, da kenne ich nix. Den nehme ich jetzt schnell mit. Was das mal ein wenig abgeht? Viertel aus Elden Ring geht mir ein bisschen ab. Aber ansonsten... Ja, die gestummten Quallen-Idioten. So, wie kann ich jetzt da... Wir haben da einen Boss unten, das muss er mir etwas sagen. Uralte Helden von Zamor. Was mit dir? Komm her zu mir. Du sollst dich auf mich konzentrieren, du Arschloch! Ja, was ist ein Spott oder sowas hat jetzt der Wächter da nicht? Irgendwas hat der Foxler geschrieben, man kann doch... Man kann doch da rumspotten. Bin ich ein Angriffblock oder was? Da ist er wütender. Oh, leck mich. Oh! Der hat schon! Fokussieren. Tim, hau mich. Stirb, der Huren! Irgendwo ist da... Ach, das sind 3 verschiedene da, überall verstrahlt oder was? Uralte Helden von Zamor. Die müssen ja da irgendwo... Topf, können wir nicht brauchen. Hoppla. Was ist das da? Oh, Kind, die Scheißspruterei! Da krieg ich ja den Quallenschild! Na sicher nicht mit dem uralten Quallenschild. Da, wo ist denn? Magst du ihn in Ruhe lassen? Hat's ihn schon? Das ist die gleiche, die wir schon haben, aber das ist schlechter bei uns nicht. Weiß ich nicht, was das soll. Laufende LP-Regeneration. Oh, das ist natürlich schon stark. Eisige Eisenkugel, das ist eine Melee-Waffen, beschleunigt die Ausdauer. Oh! Ausdauer direkt +4. Ich weiß jetzt nicht, ob +4 ist. Aber es hört sich schon mal gut an. Alle kämpfen, Birger lootet. Ja, ich habe mal schauen müssen. Ich muss mich ja carryen lassen. Ich bin ja bloß der Melee-Depp, der dann wieder in der Weggeschichte umeinander läuft. Also ganz verstanden habe ich es noch nicht, wie der Vogelmann da irgendwelche Viecher spotten kann. Habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Aber ich hab noch mal umgerannt. Bin nichts passiert. Nehmen wir ihn da noch mit. Jetzt bleiben wir damit da! Dankeschön. Ah, das ist wieder ein Schrein zum Erhöhen der Fläschchen. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nehmen wir mal irgendeinen Schund mit. So, sagt man diese Schreine eigentlich vorher nicht, oder? Oh, wir müssen auf zur Markierung Richtung Turm. Wir müssen einen Tages... Ich nenne jetzt einmal Tagesboss. Erledigen. Auf mit uns. Map und looten, Map und looten, Map. Map und looten, Map und looten, Map. Das ist jetzt einmal Schleier da. Du schleichst die auch, Bitchin. Ja, wunderbar. Hau ab jetzt! So, wir müssen da auf. Wo müssen wir überhaupt hin? Ich finde, dass wir... Müsste die Zone nicht mal schon viel netter da sein?
Eine. Objekt plündern. Affe zu. Affe zu. Also, glaube ich, aber das Grundprinzip habe ich schon. Ich hab was gefunden. Irgendein Talisman der alten Fürsten. Der ist Bruder! Ich habe keine Ahnung, was er tut, aber er ist Bruder. Jetzt haben wir beide einfach abgestochen, oder was? Ja, voll rein da. Gleich noch mal abgestochen. Hilft mir hier einmal aus der Scheiße da. Ah, das ist natürlich geil. Hellebarde macht ziemlich viel Status-Damage. Nenne ich jetzt einfach mal so, ob's so heißt, weiß ich nicht. Aber die haben ziemlich schnell staggert und ziemlich schnell nudelt man mal ihm da noch. Was ist mit da drin? Was ist mit dir, du Arschloch? Ah! Schocke. Das kann er umhauen. So wäre einfach jetzt chillig. Ich habe Lanzen. Ich will die eigentlich nicht nehmen. Oh, jetzt kommt ja eigentlich erst der eigentliche Boss, oder? Ja. Wen haben wir da? Erst den kleinen. Fick mir erst den kleinen. Ja, dann fick mal den großen. Chill mal. Oh, ich hab Frost. Ich hab Frost. Wieso hab ich Frost? Ich mag keinen Frost. Ich darf nicht so viel sprinten, weil ich keine Ausdauer nicht hab die ganze Zeit. Nein! Hab die schon wieder. Gib mir die ganzen kleinen Idioten da. Ja, ja, ja. Und in die Fresse, du Wichser. Konzentration. Konzentration, Kinder. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was das tut, aber wahrscheinlich einfach Flächenschaden mal. Oder unser Portode kostet Dave. Das Blocken frisst schon viel aus da. Ja, das kommt drauf an, was für ein Schlag das du fängst. Also wenn der Schlag so heftig ist, dass er auf einen Schlag deine Blockade kaputt macht. FP beim Abwehren. Da braucht kein Mensch Gift oder Scharlachfäule in der Nähe stellen, laufende LP wieder her. Längere Unverwundbarkeit bei Ausweichmanövern. Ja, besser wird's nicht. Besser wird's nicht, wobei beide gut waren. Aber da, Stufe 8. Seltene Waffe gemeistert, Verbündeter zeigt Position an. Okay. Ah ja, also nach dem ersten Tag kommt man tatsächlich nicht in diesen kleinen Dom rein, das geht dann erst nach dem zweiten. So, Tag 2. Von 3. Einfach einmal reingesteckt, damit nichts passiert. Das hat sich Chantal auch gedacht, jetzt hat es ein kleiner Kevin. Was haben wir da? Feuriges Schotel.
Oh, die Garnele ist nicht schlecht, habe ich mir gehört. Oh, das wollte ich nicht. Was tut denn die Garnele gleich wieder? Ich weiß nicht. Was ist denn jetzt los? Oh! Oh! Kann man doch nicht hinten oben einspringen? Jetzt warte mal. Ja. Ich mache mal meine Ulti da drin. Wo bin ich jetzt schon? Ach, weil ich eben da hinten markiert habe. Ich stieg schon mal den zweiten ab, damit nichts passiert. Einfach eingesteckt! Das ist ein Grantig. Oh, einfach mit das Ding. Ich hab zwar keine Ahnung, was es bringt. Schön, immer ins kleine Arschlech alleine. So ist recht. Vervögelt habe ich so auch noch nie gehört. Ihr seid so verwegelt. Was ist denn da? Oh, Waffe verstärken. Ja, haben wir nix. Was ist das da? Gagel Doppelschwarzklinge! Heiligbaum Großschild! Ja, den nehme ich doch, du. Den nehme ich doch. Da muss ich jetzt aber mal schnell schauen. 70, 78. Den der wir da hin. Wie viel hat die? 114. Ja, easy going. Ich darf nicht so viel. Was das eh? Die geben auf alle Fälle einen Haufen. Ich halte die Kleinen vom Hals. Ja, oder ich halte sie nicht vom Hals. Und ich bin ein kompletter Vollidiot. Okay, passt. Einfach mal aufgestanden. So, das waren die 3 Bosse. Jetzt gibt es wieder einen Buff. Braucht man nicht. Stockschwert beschleunigt die Ausdauerregeneration. Nochmal +4. Nehmen wir mit Handkuss. Easy going. Easy. Easy, meine Damen und Herren. Easy. Da ist noch eine kistige Kiste. Also Peitsche, falls die jemand haben will. Ich weiß nicht, was die Peitsche bringt. Aber ist ja wurscht. So, wo gehen wir hin? Gehen wir ein bisschen weiter ins Zentrum. Ja. Gehen wir zuerst zu... Waren wir da schon? Gehen wir jetzt zu Blau? Wo ist denn... Links von uns ist die Gnade, gell? Ich muss halt leveln. Und dann arbeiten wir uns einfach Richtung Grün, aber halt an die Points of Interest vorbei, dass wir so viel XP und so viel Viecher mitnehmen, wie es geht. Müssen wir schon mal ausprobieren. Müssen wir schnell einen Block ausprobieren. Hätte es nicht mehr, dass man instant kontert. Also blocken, man kriegt einen Schlag ab und kontert sofort zurück. Weil mit dem Großschild kann das durchaus interessant werden. Es riecht ja nachdem, wie viel es hat. Was? Was redt's denn ihr im Chat eigentlich schon wieder? Schon wieder Fackelbär-Zeit oder was? Wer ist denn eigentlich Erster im Chat? Das ist aber auch für eine Frage. Na, was stärkt sich? Ich bin hier eigentlich. Was ist denn da? Da ist irgendwas rot. Das würde mich interessieren, was das ist. Wir gehen mal grün. Also heißt, wir gehen mal grün. Ich gehe stumpf am Foxy nach. Solange ich selber noch keine Map-Awareness habe, wird da einfach dumm nachgelaufen. Das hilft nicht. Und auf die Viecher rein gedroschen. Oh! Nehmen wir den? Den nehmen wir schon, oder? Hallo? Wart's dir! Wart's dir! Wieso nehmen den Dicken da nicht? Was ist mit dem Dicken? Was ist mit dem Dicken? Oder wollen wir uns unbedingt das Rodi da holen? Kann das auch sein? Ich weiß es nicht. Nimm der Tante. Allein nimm ich den mit Sicherheit nicht. Allein nimmt der mich. Von hinten. 2-mal, 3-mal.
Ich kenne das Model schon, das ist unangenehm. Gibt's in Elden Ring auch ein paar, da kommen sogar teilweise 2 gleichzeitig und so. Das ist unangenehm. So, Stufenaufstieg. Die laufen ja noch, es hilft nicht. Die werden schon wissen, was deren. Keiner will den Dicken! Wahl, wo ist. Bist du hinter uns? Ah ja, Wähler ist bei uns hinter uns. Ich laufe jetzt da einfach mit dem Foxy noch. Der wird schon wissen, was er tut. Die geht jetzt mir schwer aus. Der Wahl ist der Fox und Wähler ist das Wölfchen. Ah ja, ja, das ist auch wichtig. Das Ding da mitnehmen. Ja. Nehme ich mit. Die scheiß Poli-Dinger da, die nehme ich sowieso nicht her. Verpiss dich. Vielleicht ich. Hey, Escalator, was ist da los? Mittendrin schmeißt ein 20 einer, du besoffener Was ich ein Vogel bin. Grüße aus dem Nachscheiß-Squad. Leider momentan geht es sich direkt nicht aus, aber wird sofort gleich aufgeholt. Und heute, weil es ich sogar ausgeht, gibt mal wieder schön Chris aus Tirol. Kuss auf die Nuss, Entschuldigung. Dankeschön. Ich muss mich gerade konzentrieren. Der Kreis geht zusammen. Was müssen wir jetzt da? Dürfen wir uns jetzt den Weg ausdenken. Das war auf alle Fälle. Oh, da müssen wir noch schnell rein, gell? Ich hab schon verstanden, was der Plan war. Hab ich das schon? Das war ich schon. Ah! Okay, jetzt wird's interessant. Macht das Laufen, Kinder! Run! Run, Bitch! Christoph, merci dir. Und merci, dass du trotz nicht live dabei seins immer nur Mitglied bist. Wenn ich das richtig sehe. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Und überhaupt so. Was ist denn jetzt passiert? Wo hatten die alle? Kann man da irgendwo aufspringen? Ich weiß nicht, was da passiert. Ich laufe geradeaus. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus! Oh shit. Okay, der Wal ist wieder hier unten, das ist okay. Was? Hä? Ich weiß nicht, was auf mich geschossen hat, aber wir werden eine Chance finden. Wo der weiße Schmodder ist, kannst hoch. Schmodder wo? No. Muss fliegt, er wirft einfach mit Kanonenkugeln umeinander. Was treibt denn der Typ? Hör auf, Sauen auf mein Freund zum Schmeißen, du Arschloch! Du Pillemann, Arschloch! Ich komm schon. Da aber hochgestochen. So, geht jetzt der Kreis eigentlich immer noch zusammen oder haben wir jetzt endlich einmal Zeit da irgendwo... Achso, er da drin schmeißt den Scheißdreck umeinander. Was ja auch, was mich vorher drauf hat. Gehen wir mal weg da, das ist unangenehm. Na, das ist unangenehm. Ich glaube, ich habe dein Ziel schon erkannt. Und hätte ich als Tank nicht eigentlich ich da auf ihre laufen? Ja, bloß wieder so komische kleine Pimmelviecher herin. Ja, Mann, da. Was machen wir hier? Hallo, Boss, wo? Hallo, Boss, ich kann hier keinen Boss nicht sehen. Du schmeißt damit komische Sachen. Wie Schlaf? Abhauen mit Schlaf. Was ist denn das für ein Schmarrn da? Wo gehen wir jetzt hin? Und gehen wir weiter Richtung Grün? Weiter Richtung grüner Marker, das hilft eh nicht. Was sollen wir machen? Ich bin ein wunderschöner Vogel. Ich bin ein wunderschönes Vögelchen. Ah, die Waffen ist irgendwie geil. Gehen wir jetzt auf und dann werden wir schon sehen. So, grüß Gott, sind wir da. Brauchen wir mehr Gegner jetzt. Warum wir die noch einen fetten nicht mitgenommen haben, das hat mich ein bisschen irritiert, aber gut. Gehen wir mal da rein. Haben wir da nicht schon, oder? Waren wir schon? Der Wal läuft einfach, ihr lauft an so viele Sachen vorbei. Ich versteh's nicht so ganz, muss ich sagen. Ich versteh's nicht so ganz. Ich springe jetzt da mal ganz schnell den Berg auf, damit nichts passiert. Ja. Ja, da ist er doch, der Fette! Der Fette! Du kannst gleich mit denen an! Fettsack! Oh, gleich mal auf dem Boden! Oh. Was?
Spät sie auf ihm. Das ist halt unangenehm, weil du jetzt nicht mehr hinkommst. Ich stecke ihm was ins Maul. Ich stecke ihm was ins Maul. Ich wollte blocken, war zu langsam. Lass ich mich zum dritten Mal von seinem Umtrager hauen, weil ich ein kompletter Idiot bin. Jetzt läuft er davon. Natürlich triffst du mich, du. Ich hab nichts mehr. Nicht nochmal. Nicht, nein. Okay. Kommen. Easy! So, jetzt können wir das Ding noch nicht aufklappen, oder weil es in der Lava drin liegt. Herzlichen Glückwunsch. So. Oh! Großschwert der goldenen. Nimm einfach das Ding. Und fertig. Abflug. Oh. Mein Lauf heute. Sind wir schon unterwegs. GG. Merci leid. Haben sie die anderen zwei aber auch verdient. Ich nicht. Ich hab mir dreimal von dem Rundumschlag treffen lassen. So, jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen, gell? Ja, haben wir schon beim Boss. Ist schon Ende Tag 2, oder was? Also probieren wir gleich mal unsere... Oh, stopp. Drachenelibale! Damals! Da kann man eigentlich das da nehmen. Ah, ich mag also was haben. Weiß nicht, was... Wenn ich das sage, sonst geht's da schon gut, oder? Ich hau einfach in die Luft. Wo hängt denn ich da? Das ist schon ein Boss, oder was? Oh, die macht vorhin so richtig asozial Schaden. So. Day 2 Boss. Oh. Und das wieder. Wieder die gleichen. Oh, du Wichser. Aus der. Konzentriere dich du auf mich. Komm. Immer schön einen in den Anschein. Immer einen in den Anschein. Und dann, was wir da noch mit denen? Da kannst du mit rausspringen. Tschüss dann. Wir müssen da mal jemanden... Konzentriere dich mehr auf mich, Meister. Tim. Au. Au. Macht schon Laune, so ist es nicht. Das macht keine Laune. Schluss. Hau mich nicht so stark, geh weg. Ich weiß nicht, was er da treibt, aber... Was hast du jetzt mal gekriegt? Du kriegst meinen Frosttopf. Halt's mal den Maul und frisst den Frosttopf.
Ihm zum Papa. Ihm zum Papa. Ihm zum Papa. So, ihr kümmert euch um den anderen, ist das? Da kommen die Dicken. Ja, gesehen. Au, Gott sei Dank haben wir den blockt. Und dann gehen wir wieder vor. So, habt ihr den anderen da hinten? Wie schauen wir da aus? Ich komm. Okay. Au, falscher Blockknopf, Idiot. Bleib jetzt du mal bei mir da! Auf dein Deckel, du Huren! Nein, nicht Wähler! Konzentrier dich mal auf mich, du Arschloch! Oh nein, da nicht. Oh shit, die haben beide hin. Okay, jetzt wird's interessant. Nein. Oh, weg schon. Ja, beide auf mich ist natürlich assoziiert. Ich hab nichts. Oh. Ich hab nichts mehr zum Heilen. War übrigens, wenn dieser Double Race collected wird oder was ist das? Ich sag da nur Pro Gaming! Oh no, ich hätte mein Maul halten sollen. Ich hab mal die Block. Ah, das ist halt auch geil, Alter. Als Wiederbeleben ist halt als Range auch so viel stärker. Ja, wo stichst du denn hin, Kim? Lass mich! Hammann! Easy! Es schafft eine Schimmerklinge, die regelmäßig automatisch neu geht. Maximale LP erhöht, erhöhte Resistenz gegen alle Statusleiden. Statusleiden ist eigentlich, da habe ich schon einen, der ist nicht so wichtig, aber er schafft eine Schimmerklinge, die regelmäßig automatisch neue Gegner angreift. Das ist kontinuierlicher Schaden. Das schaut einmal nicht, egal ob wir rumrollen oder nicht. Oder maximale LP, 15%. Also wenn es an denen scheitert, ich nehme das. Mehr Damage. So, gibt's da sonst irgendwas Tolles? Nö. Damage ist wichtiger als Schaden. Das ist richtig. Hab ich das gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Aber weißt du, was krass ist? Mir tut instant schon wieder der Zeigefinger weh, weil je stärker man auf RT und LT draufdrückt, desto mehr Schaden macht man. Muss man wissen. Muss man einfach wissen. So, jetzt passen wir an, jetzt fressen wir mal die Scheiße da weg. Was ist denn der gespenstrufende Glocke? Was tut denn die? Verlängert die Wirkungsdauer von Zaubereffekten. Das hilft mir eigentlich an. Scheiße, was ist das da? Verbraucht FP. Läutet die Glocke und ruft umherstreifende Gespenster. Ja, Brother, das ist ja voll geil, das Ding. Das muss ich mir besorgen. So, Lanze. Kann ich da irgendwas verkaufen? Ah. Weg. 136, 161. Weg. Distome. Verlängern die mit Zaubereffekten. Gut, das hilft mir natürlich ein Scheißdreck, aber ist wurscht. Gehen wir da noch. Ich kann wahrscheinlich auch noch 5-mal aufleveln. Nein, aber mindestens einmal. Und fast dann gleich noch mehr 2 Mal. Dann haben wir da kaufen. Erhöht für einige Zeit deutlich die Resistenz gegen körperlichen Schaden. Was ist das? Erhöht kurz alle Schadensresistenzen. Erlittener Schaden wird zu LP. Was, da nehme ich mir 2 mit.
Und da werde ich... Ja, da braucht man diese komischen Steine. Gell? Das kann man nicht mehr weiter aufleveln, aber wir haben ja schon goldene Waffen zumindest gesehen. Gehen wir schon gehen. Also ich war fertig, ihr müsst auf mich nicht warten. Müssen wir da wieder zu dir reingehen. Er könnte das gebrauchen, aber du könntest das Wahl geben. Aber das muss ich mir besorgen. Ich weiß nicht, wie man Sachen gibt. Ach, man kann ja Sachen abwerfen. Kannst du den Talisman brauchen? Herr Wahl? Der Mage? Scheiße. Gut, den kann ich da draußen eingeben. Jetzt das Überspringen da, das haben wir vorher schon gesehen. Brauchen wir uns jetzt nicht eine Dreiviertelstunde lang anschauen, das dauert ja ewig. Also, es ist ja schon wieder 10:15, aber jetzt fickt man den Night Lord, so schaut's aus. Ich schmeiß das jetzt da am Boden her. Wenn du es brauchen kannst, nimm's. Da habe ich natürlich jetzt nicht dran gedacht. Verzeihung. Anfänger, hey, in der zweiten Runde ist das erlaubt. So, was müssen wir da? Müssen wir weiter führen? Ach, wir haben ja schon beim Endboss! Ja, raus mit dir, du Huren! Ich bin... Oh, oh. So. Kontinuierlich blocken. Aufmerksamkeit auf mich. Komm her, Hundi. Da, her zu mir. Her zu mir. Erst einmal das Ulti rein! Ah, hab dich schon blockt. Hab dich gleich noch mehr blockt. Das hat geheißen, wenn ich block, dann wirst du aggro. Geh jetzt auf mich! Auf die Fresse. Ah, gut, schon gut kassiert. Jetzt Kim. Schee auf mich. Okay. Jetzt wird's wieder kreislig. Komm, alle auf mich. Na, alle auf Wähler. Oh. Lass meine Range in Ruhe! Scheiße, ich hab keine Ausdauer. Okay, Kim, dass ich die kontern kann. Kim her. Nicht Wähler. Nein, ich hab nicht gesehen, dass ich kein Leben mehr hab! Fuck! Ja, jetzt hab ich einfach scheiße gespielt. Sauber gierig, sauber dumm einfach. Komplett ignoriert. Weil du schaffst es. Du kannst es machen! Ja! Ja, er ist hinter dir. Autschen. Ich kann mich ja bewegen, gell? Ich hätte noch 5 Estus. Nice one. Okay, so, jetzt vielleicht ein bisschen mit mehr Konzentration. Ich probier's. Geh mal. Konzentrier dich mal auf mich da, komm? Komm her da zu mir. Ja, super. Die 3 5 auf einmal sind echt lästig. Okay, alle 3 bei mir. Warum nicht? Ja! Hickory. Ich hab Block, du Wichser! Oh shit, Estus aus. Bin wieder meilenweit irgendwo am Arsch. Ah shit, die haben auch schon... Ich schau, dass ich sie retten kann, ich komme hier nicht nach. Nein, kann ich nicht, weil er jetzt vor mir auf mich geht! Und komm in Schwarz, warum? Also das ist mir nur ein etwas großes Rätsel. Achtung, der Wolf kommt. Der Wolf kommt! Ja! Nice! Warum auch immer, dass der jetzt da umdreht. Ja, okay.
Ich probier's. Lauf du davor, ich schau, ob ich ihn krieg. Sie sind wieder zu dritt. Sie haben nicht mehr Feuer, aber ich habe auch kein Leben mehr. Also kein... No. No! Ja, wenn mir jetzt von hinten nicht bei Ohren dann... Aus da. Ja. Oh Gott, das ist schon wieder so beschissen knapp. Da brauche ich ja gar nicht anfangen zum Retzen, weil mir die von hinten einfach, die springt von irgendwo her, ich sehe nicht kommen und stirb. Weil! Jetzt kannst du zum Chef werden! Wir können ja einmal in Ruhe so hintergraben, man vielleicht. Oder so einen goldenen Pro-Gamer-Moment. Oh ja, jetzt hättest du vielleicht ein wenig Zeit. Na, jetzt nicht mehr. Ich grabe nochmal in der Richtung. Und das war's. Und das war, aber wir waren mal wieder brutal. Ja! Trotzdem... Birger, warum hast du die Glocken nicht benutzt? Weil ich nicht dran denkt habe, jetzt Zitronenbaum. Ganz einfach. Fuck! Also also Frage 1. Wo zur Hölle wird entschieden, wo dieser Boss auf wen auf Aggro geht? Wieso hat der plötzlich Aggro auf mich gewechselt, wie ich sie retzen wollte? Vielleicht deswegen, wenn ich in ihre Richtung laufe oder in die Richtung von einem Verbündeten laufe, relativ random, kann es natürlich auch sein, aber das war schon sehr auffällig. Der hat nicht keine Sekunden auf mich geschaut. Ich versuche sie aufzuglauben, rennt 3 Meter in die Richtung, der dreht sich um und fickt mich. Es kann schon sein, dass wenn man direkt auf Verbündete zuläuft, dass er dann vielleicht, weißt du schon. Aber gut, wie in Elden Ring, wenn du heilst, heal aggro. Das ist aber auch normal. Aber sonst ist es eigentlich ein ziemlich interessantes Konzept. Macht Spaß. Ich finde es sogar ein bisschen einfach. Um ehrlich zu sein. Wir haben jetzt da zweimal zum dem letzten Boss gekommen und der hat noch so viel Leben gehabt. Lass mich das 2 Tage spielen und das ist easy going. Selbstverständlich wie ich da gerade gecarried vom Fox und vom Wölfchen. Die haben schon ein paar Stunden, die spielen schon seit Freitag. Das war jetzt meine 2. Runden. Ich habe mir keine Spiele angeschaut, nichts gesehen. Ich habe jetzt da nicht sonderlich toll gespielt, muss man auch sagen. Aber als Melee bist du schon gescheit gefickt. Der Wächter ist cooler als der andere. Was da gut funktionieren könnte, ist halt einfach eine gute Meta-Kombo aus den Charakteren. Ein Tank, der aber irgendwie spotten kann. Sind ja mehrere Endbosse, also keine Sorge, da spielst du länger. Habe ich mir schon gedacht, dass das nicht der einzige Boss ist. Also wahrscheinlich killen wir den Boss und dann kommen noch mehr und die werden immer schwerer. Dann ist das voll in Ordnung. Ja? Das war jetzt so meine Momenteinschätzung. Bis dahin ist jetzt nicht so brachial schwer, dass ich abbiege. Bis dahin ist der Run, die 3 Tage lang, ist relativ einfach, finde ich. Wird der auch schwieriger? Werden die Runs schwieriger? Birger, das ist nur der leichteste Nightlord. Mir geht es nicht um einen Nightlord. Mir geht es um die 3 Tage. Die habe ich jetzt nicht recht schwierig gefunden. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das dann der Endboss ist. Nein. Ich glaube ja, je nach Boss ändert sich auch das Level. Bin aber nicht sicher. Weil so, da kann ich jetzt einfach nur einen Dampfler und einen Mike erinnern und andere sehen das mit Sicherheit auch so. Ich meine, das Spiel hat auch ein paar nicht so gute Bewertungen gekriegt. Man hat sich beschwert über diesen Ring. Den finde ich überhaupt kein Problem. Du brauchst bloß auf Karten schauen und bewegst den mitten davon. Also, ich weiß nicht, wie viele Battle Royales haben wir in die letzten 8 Jahre gespielt, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Und dass das kein Exploration-Game ist, wie Elden Ring war, das darf halt eigentlich klar gewesen sein. Topf brauchen wir noch. Ansonsten spielt es sich geil. Ich habe am Anfang einmal ein bisschen die Vermutung gehabt, Press F für weiter. Ich habe am Anfang einmal so ein bisschen die Vermutung gehabt, es laggt ein wenig.
Ich habe Eingabeverzögerung, ich habe die ganze Zeit schon auf Blocken oder Zuhauen gedrückt und nichts passiert, aber ich glaube, ich habe einfach nicht aufgepasst, dass ich keine Ausdauer nicht habe zum Zuhauen. Und ansonsten ist es aber ganz... Oh, da haben wir einen dicken gekriegt. Was ist das da? Verbesserte Anrufungen der Gottestöter, was auch immer das ist. Anfangswache, Waffe verursacht Gift und Geist +2. Nee. Nee. Aber ich glaube, als Singleplayer-Experience ist das eher nix leider. Na, 0. Also das ist das nicht. Du könntest dir angewöhnen, den normalen Sprint mit B zu nutzen, statt dem Hypersprint. Das Problem ist, mein Muscle Memory war der Sprint. Wo kommt denn mein Muscle Memory hin, dass ich auf den Stick drauf drücke zum Sprinten? Wo kommt denn das her? Aus Ragnarök? Kann das sein? In Elden Ring war das nicht so. Die Anleitung und das Handbuch im visuellen Kodex enthalten Tipps zu Fortschritten im Kampf, darunter Erklärungen zur Steuerung und Details zu wichtigen Orten. Viele Spiele, aber er war schon immer B. Ja, in Elden Ring ja. Da habe ich aber kein Muscle Memory, das ist ein Jahr her. Aber in alle anderen Spielen ist doch das so, dass wenn man auf den Stick draufdrückt, dass man sprint. Frag mich nicht, warum ich das so drin habe. Frag mich bitte nicht. Das ist ganz selten, dass L3 drücken nicht Sprint ist. Gott sei Dank wieder bestätigt. Ich spiele halt nur extrem selten Spiele mit dem Gamepad. Ganz extrem selten. Eigentlich nur im Stream. Nur. Und wenn ich Elden Ring spiele, das war das letzte. Ansonsten wisst ihr nicht, was ich mit dem Gamepad spiele. Auf alle Fälle ist der Ersteindruck für das, was es sein will. Wer hier ein Souls-Game erwartet, der kriegt schon eins, aber auch anders. Du wirst von dem Kreis verfolgt, du musst schnell sein, du musst dich mit deinen Spätzchen absprechen und ich glaube, in der Koop-Erfahrung ist das richtig geil. In der Koop-Erfahrung ist das, glaube ich, richtig, richtig stark. Solo, warum es keinen Duo-Modus gibt, weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht ganz erklären, um ehrlich zu sein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber wenn sie schon gesagt haben, sie reichen das nach, okay. Aber ja, wird noch schwerer, war eine einfache Route und mit Voice und etwas mehr Erfahrung wird es nochmal intensiver, weil du dich noch geiler absprechen kannst. Ja, genau, das versuche ich gerade zum... Das kann ich mir nur vorstellen, aber so werde ich das auf keinen Fall zurückgeben oder sonst irgendwas. Also die negativen... Ich verstehe es, wenn Leute ein Souls-Game erwarten und dann keine Zeit zum Exploren haben, dann hast du halt einfach das falsche Spiel gekauft. Also dann, das ist so eine Themaverfehlung dann. Und Schmatzen hätte natürlich gewaltig geholfen. Das ist in Koop-Spielen ja immer so. Wenn man sie in Ruhe abschmatzen kann, geh da hin, machen wir das. Ansonsten schaut das richtig nice aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Schaut gut aus. Wir müssen da ein bisschen umeinander schauen, was da noch so gibt. Das ist auf alle Fälle, was haben wir da? Kleiner Gefäßbazar. Gibt beim kleinen Gefäßbazar Trübe aus. Die kriegt man nach jeder Runde. Hier gekaufte Gegenstände sind permanent und werden auf Expeditionen nicht verbraucht. Da kann man sich also kleine Feuertöpfe im Besitz zu Beginn der Expedition. Da kann man sich so kleine Dinger kaufen. Was haben wir da? Redekopf, danke. Ermöglicht Redekopf, danke. Da kann man sich Gesten kaufen zum Freischalten und so. Reizvolles Kleinod. Ein reizvolles Kleinod, das noch poliert werden muss. Kauft es, um seine wertvolle Gabe zu offenbaren. Prächtige Ruhe. Ach, da kriegst du dann... Verbessert Anrufungen der Gottestöter. Ändert Talent der kompatiblen Waffe in Sturmstampfer zu Beginn der Expedition. Gespenst. Verstärkt bei Aktivierung von Ultimativkunst Familie und Verbündete. Okay. Also liest sich jetzt einmal gar nicht schlecht. Ist das eine Lootbox? So ein bisschen schon, ja. Aber ich kann es mir nicht mit Echtgeld kaufen, also ich finde das absolut in Ordnung. Dass du da natürlich ein bisschen einen Grind und Gamble drin hast, das ist ja klar, du sollst das ja eine Zeit spielen. Und deswegen hat er jetzt von den Dingen... Was ist das da so? Siegerprotokoll ansehen. Feuriges Nagakiba. Was ist denn das? Tricephalus? Stufe 10? Haben das Leute, die einen Boss gekillt haben oder was und die man sich dann da anschauen kann? Und die ganzen grauen Biester waren Nekromantie. Also kämen die schon von einem von euch, gell? Also die kämpfen für uns. Da hat mir am Anfang ist gleich ein bisschen sehr zugegangen. Was haben wir da so? Oder tut jemand malen schon, hä? Das glaube ich, darf der Schurkentyp sein, hä? Der redet nicht gern. Du Bämseln.
Tutterbing. Bämseln, das passt. Ansonsten finde ich das eigentlich eine geile Idee, da kannst du sagen, was du magst. Sicherlich habe ich da ein bisschen eine Elden Ring Fanbrille auf, das gehört natürlich auch dazu gesagt, aber auch zu Recht. Elden Ring ist das beste Spiel, das die letzten 5 Jahre rausgekommen ist. Game of the Decade, da hat er ganz lang nichts mit zum Schmerzen, außer GTA 6 schafft's. KCD ist nicht Game of the Decade würdig, aber kommt auch in die Liste, da brauchen wir uns mal nicht runter. Aber Elden Ring ist da definitiv auf Platz 1. Und da darf man schon mal eine Fanbrille aufhaben. Schau ganz gut, was ist denn das da? Stahlabwehr. L plus B bei Abwehr mit Schild, Stahlabwehr. Hä? Wirbelwind, YLT halten, aufgeladener Angriff. Okay, das ist der Schnee. Flügel der Erlösung. YRT aktivieren, YRT weiterhalten, sicheren Bereich erschaffen. Das kann ich wieder nicht ausprobieren jetzt, oder was? Jetzt halten wir mal das. Halten wir es mal. Okay. Da hat es bloß ein bisschen länger. Wieso kann ich da meine Ulti nicht testen? Ich darf gerne meine Ulti testen. Was mit dir? Hallo? Ändert im Ah ja. Du kannst die Charaktere ausprobieren auf so einem Kampfplatz. Warum auch nicht? Also im Gegenteil, das ist sogar ganz gut. Du kannst deine Ult aufladen, indem du angreifst. Ich darf den da gerne angreifen, aber ich kann leider nicht im Boden einstehen. Ah. Es war in dem Übungsbereich eigentlich ganz geil. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das hier. Was bei ihm halt geil ist, die Helibaden macht so viel Stagger Damage. Die kleinen Pimmelviecher da. Von my Shell eigentlich. Ach, das ist ein Gift. Ach, das ist ja ein Giftding. Ah! Oh. Ich hab auch ganz schön auf die Fresse, du. Das ist mein Lieblings-Playstyle, weil er einfach so easy ist. Ja, Schädel aufhalten, warten bis du aufs Maul kriegst, da her, komm, hau mich. Sofort staggert, rein in die Fresse, 3/4 tot. Dann geben wir ihm nur Gifting. Dann lassen wir ihn wieder blocken. Und dann tust du schön da drin sterben. Easy going. Jetzt wollen wir noch einmal das Ulti erwärmen dann. Das ist schon Schweinerei. Aber es hilft euch gegen Bosse nur ganz selten, was das fette Schädel. Da, gib mir mein Ulti. Ja. Ach, ich kann, wenn ich am Was heißt einen sicheren Bereich erschaffen? Ich komme mit einem Ach du Kacke! Die Ult ist super, um deine Mates zu retzen. Das stimmt. Habe ich auch nicht daran gedacht. Ja. Wächter gefällt mir. Gefällt mir besser wie der andere, den wir als erstes probiert haben. Er schaut auch gut aus. Er schaut auch sehr tanky aus, muss ich sagen. Meine Damen und Herren, da gibt es überhaupt keinen Radi nicht. Gefällt mir. Gibt leider in meinem Bekanntenkreis bloß, ja, es gibt 2 Spätzchen, die sehr viel Elden Ring spielen. Mal schauen, die werde ich definitiv davon überzeugen, dass sie sich das kaufen. Da kannst du mal dermaßen Gift draufnehmen, dass es bloß noch raucht. Es war mir ein Fest. Foxler, Wölfchen, merci fürs Mitspielen, merci fürs Aushalten, dass ich absolut keine Ahnung habe, was wir da tun. Merci fürs Caring. Kuss auf die Nuss, Dankeschön an euch beide. Triple F in den Chat hinein. So sieht's aus. Frage, Möhöb als Alert Sound. Stell dir vor, als Ulti gab's die Mimics.
Ich glaube, dass die Glocken, die ich da vorher gehabt habe, sowas ähnliches ist. Wird Mimix. Könnte ich mir vorstellen. Da, jetzt ist 5:30, haben wir sauber reingezockt. Habe ich nicht damit gerechnet. Spielen wir das nochmal nach dem Urlaub? Was sagt's ihr? Mit Community-Zock und so weiter. Dann bis dahin soll ich meine Späteln dazu kriegen, soll ich mich eigentlich auch ein bisschen besser auskennen. Ansonsten frage ich einfach mal beim Foxler oder beim Wölfchen, ob man da mal mitlaufen kann, weil die zocken sowieso über miteinander. Da hast du übrigens den Jackpot gelandet, mein Herr, das ist aber auch bewusst. Aber sicher spielen wir da nochmal eine Runde rein. Also aus meiner Sicht, wenn ihr Bock habt, ja. Wie schon wieder Urlaub. Kurze Ansage mal. Wir sehen uns nur noch am Mittwoch, dann bin ich nächste Woche nicht da. Also ich bin schon da, aber es gibt keine Streams. Wir werden diesmal nicht fortfliegen. Was krass ist, es ist schon wieder 3 Jahre her, dass wir das erste Mal fortgeflogen sind. Nach sehr, sehr langer Zeit. 3 Jahre, meine Damen und Herren. Leckt mir bloß am Arsch. Urlaub wann? Nächste Woche. Nächste Woche habe ich mal zum ersten Mal seit Weihnachten eine Woche frei. Und das werde ich genießen. Genießen. Gott sei Dank bin ich die letzten 4 Tage krank gewesen und in die nächste Woche, weil sonst hätte ich hergeschissen. Doppelt und dreifach. Einmal Linda, einmal Fest, einmal komplett aus Wasser. Alter, ich will eigentlich Urlaub. Und warum diesmal nicht? Erst in der Sommerpause? Wahrscheinlich erst in der Sommerpause, ja. Alles eine Frage des Geldes, meine Damen und Herren. Naja, wir wissen alle, wie das endet, 3 Wochen Urlaub. Ich weiß auch, wie sie endet. Ich sag das, was es ist. Ich habe in der Woche Geburtstag. Ich werde mir in der Woche mindestens 2-mal dermaßen die Werkseinstellungen zurücksetzen, dass es bloß nur raucht. Dann 2 Tage umeinander liegen und Fernsehen schauen, so wie ich es die letzten 4 Tage gemacht habe. Und dann wieder geht der Spackenscheiß wieder von vorn los. Was es ist. YouTuber und Geld sorgen, sind wir da bei ApoRed. Weil ich nicht in Urlaub fahre, weil ich mir denke, ich spare mir jetzt mal das Geld, heißt nicht automatisch, ich habe Geldsorgen. Ich habe vieles, aber keine Geldsorgen. Aber vielleicht habe ich mit meinem Geld auch ein bisschen was anderes gemacht, dass ich mir jetzt einfach denke, den einen Urlaub, den lassen wir jetzt aus. Zum Beispiel eine Terrassen hergerichtet oder so. Oder einen Garten umgraben oder so. Oder beides gleichzeitig oder so. Das ist übrigens das nächste. In Annex hat sich sehr viel getan. Ja gut, ich war krank, da hat es jetzt nicht so viel getan, aber an die Beutel hat sich ein bisschen was getan. Das werde ich wahrscheinlich auch, wie soll ich sagen, da wird jetzt über den Sommer, wird das ein bisschen weniger werden jetzt dann. Momentan investiere ich immer noch, solange es pisst, wie scheiße so wie heute. Investiere ich immer noch jede freie Minuten und es macht auch immer noch Spaß, also da gibt es überhaupt keine Rede nicht. Aber über den Sommer, vor allem Juni, Juli, wird jetzt dann gefährlich, weil ich eben meinen Garten herrichten muss. Wir haben Sachen herrichten lassen und jetzt der Rest wird selber hergerichtet und das kann ich nicht einfach einen Drehhaufen sein lassen. Das war ein wenig eine Themaverfehlung. Und dann werde ich doch ein bisschen Zeit draußen verbringen. Sag nicht zu viel, nicht, dass jemand weiß, wo in Landau ein Garten umgebaut worden ist. Ja, weil ein Garten nur in Landau wird, ist nur mein Garten umgebaut worden. Und wenn irgendjemand wissen will, wo ich wohne, dann findet das auch außer, ohne dass er weiß, dass bei mir der Garten umgebaut worden ist. Wer das allerdings tut, aufgrund von Bildern, und sehen die weird aus, haben wir schon gehabt, tu die nicht runter. Die haben noch nicht einmal recht fake gesehen, die haben anhand von bestimmten Beutel Nachbarshausdachecken gesehen, 3 Schindel, und haben mir dann ungefähr sagen können, wo ich wohne. Da wo ich mich schon frage, du absoluter Weirdo, verpiss dich. Der ganz dicht oder was? Dank der wollige Spende, ich will Geld, kein Thema oder was? Was? Dank der wollige Spende, was? Dank der wollige Spende ist Geld kein Thema oder was? Das verstehe ich nicht. Dank der wollige Spende. Dank der willigen Spender ist Geld kein Thema oder was? Das habe ich auch nicht damit gesagt. Geld ist immer ein Thema. Das hier gibt's bei mir nicht. Ja? Das gibt's nicht. Und wenn ich 1 Million am Konto hätte, da das nicht. Geogesser-Nerds, ja, oder einfach nur absolute behinderte Weirdos. Mario! Mir so den Zugel 50 gehen. Geil, Spiel! Hurerei in Elden Ring. Merci dir. Das schauen wir über Google Earth an. Ja, die haben so weit hinten noch, bis da mein Garten aktualisiert wird, dabei ist 2030 wahrscheinlich. Na. Also wenn wirklich irgendjemand
unkommentiert da vorbeikommt, dann ist er einfach ein Weirdo. Außer ihr heißt Träger und sagt, traut euch, kommt zu mir. Prügelt die Scheiße aus euch hinaus. Dann ist es was anderes. Mit einem IQ von unter 23. Aber ihr habt wenigstens einen IQ zwischen 30 und 40. Okay? Schon, bis das Haus gerendert wird, dauert's. Häusle rendern. Wullig ist gleich narrisch. Was wullig? Dank der Wullige. Also wullig ist narrisch, das Wort kenne ich nicht. Nein. Er hat's gesagt, auf geht's. Nein. Jesse schreibt kurz Nächtle, wünsche ich auch und jetzt gehen wir ins Bett. War ein cooler Stream, war ein richtig cooler Stream, es hat mir halt richtig gut gefallen. Richtig gut gefallen. Neues Spiel, neues Gutspiel, FromSoft enttäuscht wieder mal nicht. Gott sei Dank. Und an der Lesung, Friends of the Sun, meine Damen und Herren, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die ganzen Donations. Danke für die Mitgliedschaften. Danke für die alten Mitgliedschaften und Resubs. Danke an Fox und Wölfchen fürs Mitspielen und dem restlichen Modsauhaufen fürs Aufpassen auf wahrscheinlich nichts, weil wir haben ja eh nur normale Leute, was du selber ist. Und nun schleichen Sie sich davon! Haben Sie eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Mittwoch, Blättschmerz. Und dann ist eine Woche Ruhe. Meine Damen und Herren, wir gesuffen wie bei den Behinderten. Aber. Und das war nix. Habe! Sehr schön. Wird später kommen. Oder mal wieder lang dauert. Jetzt schleicht euch. Was steht da wieder beendet automatisch? Ja, halt, stopp! Was haben wir noch huldigen müssen? Erster im Chat ist der Sprengi. Wer hätte das gedacht? Mit 375 XP. Zweiter ist Steffi mit 300 XP. Direkt gefolgt von der Freier mit 300 XP und der Jodelmax mit 300 XP. Im Prinzip haben wir drei zweite Plätze und dann der Foxler mit 250 XP. Bin ich gespannt, wann ihr es rausfindet. Wie viele Chatter haben wir da? 50. Der Fusumi ist der 50. mit 100 XP. Ja, sag schon. Kurz einmal, was wir nochmal, das machen wir jetzt so, mit dem wir jetzt die Chatter, der wir jeden Stream am Ende huldigen, mit einem Geklatsche. Ja, und ich möchte dann Klatsch-Emojis in den Chat hinein. Okay? Los geht's. Los geht's! Das sind schon mehr als 50, aber es ist mir schon klar, dass mehrere wie 50 gleich geschrieben haben, aber man sagt halt in dieser Liste, ich sag zumindest bloß 50. Natürlich haben mehrere Leute wie 50 was geschrieben. Das war jetzt schon ein komischer Zufall. Sprengi, gut gemacht. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Natürlich aber auch gut gemacht, Steffi, Freier, Jodelmax, auch gut gemacht und dann kommt der Foxler, der hat es sowieso generell gut gemacht. Der Rest war stets bemüht. Nun schleichen sie sich davon, es war mir ein Fest. Habe! Dabei, dass wir immer nur schnell einen Scheißtrick, bevor es gar ist, in Kamera halten. Warte mal. So. Nein, weil alles voll scheiß Kabel ist da den ganzen Tag. Schnurlos Mikrofon, wo? So, meine Damen und Herren, hauen Sie sich hinein bis Mittwoch.